Lieber Gott, war mir tot, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, fallen mir ist Kammer leer. Jesus, Freundl, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Als Backel spülen wir noch den Werner Schall. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrabombe mittendrin. Und das Gesang klingt jetzt da schon recht human. Drum leid und grüß euch, Servus, küsst die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe ich die Ehre, meine Lieben. Grüß euch, Servus, küsst die Hände aus dem Studio Donaufeld sozusagen. Ich bin wieder zu Gast hier, es freut mich, es ist gemütlich da. Na was denn? Was denn? Und ein Haufen Leute sind schon so großartig. Ja, wir haben heute, der Sandro Musikautomaten fragt schon, heute eine andere Kontergitarre. Nein, es ist die Kontergitarre, die normal da hängt. Weil, ich hab sie hergerichtet. Satten hast du aufzumachen. Ja. Eine. Naja, sie war unspielbar und jetzt habe ich es wieder spielbar gemacht. Ne? Toll, also, du hast einen Applaus verdient. Ja, finde ich schon. Du hast ihm ein paar Achteln. Das hat er verdient, finde ich. Unbedingt. Normalerweise ist das meine Aufgabe, nicht? Aber wegen einer Satten. Du hast ja die anderen Interessen, sobald die Satten da sind. Ne? Das ist ja nicht so, man kriegt es ja nicht so einfach. Man kriegt es nicht so einfach, aber auf jeden Fall herzlich willkommen bei der Pawlatschen Ausgabe 91 diesmal. Ja, wir nähern uns dazu gerade den 100 jetzt. Das kannst du ja nicht immer sagen. Ne? Bis wir die 100 haben. Ja, bis wir die 100 haben. Und dann ist die 101. und dann so weiter halt. So geht es weiter. Und wir haben heute, was haben wir da? Was habe ich da heute? Warte mal, der erste Kommentator im Chat war heute Raphael Illmeier, unser Steirer Bur, der ist live dabei und er hat uns ein super Büdel geschickt und jetzt hält sich an. Das muss ich echt sagen. Er hat mir gesagt, das darf ich jetzt sagen. Schaut sich das an. Raphael Illmeier in der Anserwisch. Jawohl! Das letzte Gerschl für eine gescheite Musik. Schaut sich das an. Jawohl. Na, ihm passt das. Ich freue mich irrsinnig. Echt leibend. Raphael, ganz leibend. Danke dir schön, dass du das gekauft hast. Freut mich sehr und ich noch mehr Freude, dass du eine Freude damit hast. So. Ja. Die Achteln kommen auch schon für die eine. Wirklich? Ja. Für die braven Seitenwechsel. Nicht? Das so. Na klar, nicht über ganze Seiten. Ich meine, jetzt habe ich mal die alte runter, dann mit die neue rauf. Die alte war schon angerissen. Jetzt habe ich 2 aber nur tun müssen. Nicht? Ist das Zapferl hinten, das Zupferl, da ist das reingefallen? Oder? Das weiß ich gar nicht. Sicher? Das weiß ich nicht. Garantiert. Nein, das war ja länger. Ach so, ist ja. Nein, und ich hab's putzt. Also angestaubt.
Und das habe ich dann das Klemmbrett, weil da habe ich hinten diese Kabel drauf, das schaut eigentlich nicht so gut aus. Das muss ich noch ein bisschen verbessern. Aber jetzt habe ich mir schon gedacht, für den Fall, dass wir ja, ich meine, wir sind ja auf dem Wege, ihre Influencer zu werden. Also das dauert schon noch, aber es wird. Und jetzt habe ich mir schon gedacht, da braucht man schon so eine Werbewand. Also jetzt das Klemmbrettel ist vielleicht dabei einmal nur ein Platzhalter. Aber ich meine, man muss sich vorstellen, dass da drauf steht, hier könnte ihre Werbung stehen. Nicht? Hochbezahlt natürlich, weil man ja Influencer sind. Apropos Influencer. Weißt du, was ein Quadratzentimeter kostet? No, ein Vermögen. Ein Vermögen. Also ich hätte mir das nicht leisten. Aber kommen wir auch zu wichtigen Dingen nicht. Kommen wir zum Anbotteln. Ne? Patrick, sehr gut, du Anbotteln. Ich mache dabei... Wieder ein wunderbares Tröpferl aus dem Weinviertel vom Bio-Weingut Werner Zierensack am gelben Muscatella. Trinkt man heute wieder einmal. Ein gutes Tröpferl. Ich habe Maus gesucht. Der hat einen wunderbar gefüllten Weinkühlschrank. Ja. Aber jetzt müssen wir dann wieder schauen, dass wir ein paar Dauertester daherkriegen. Ja. Weil man... Jetzt haben wir das schon gewöhnt, dass da haben wir ein paar Kisten Wein stehen. Das muss man schon sagen. Ja, Influencer. Meine Eltern sind da, Grüße aus den Kirchen, grüße Gott. Grüße. Florian Christoph Acker, Thomas Franzka, Weidgeld, Raphael Hillmeier sagt, jetzt bin ich offiziell ein 16er Bub. So schaut's aus. Genau so ist es. Genau Raphael, absolut leibend. Der Dieter, die Wildcat, Snoop Dogg, Doggy Style, Fritzl, Status natürlich, Herr Mandl, Maggie Pemperton, Markus Prestonik, Bernaus Motto, Rudi Korbes, Werner Wichtig, Marvihof, Maber, bist du aber neu? Ein guter Markus, Maber, oder? Na, Maber, warte mal, oh ja, das weiß ich ja schon. Oder nicht? Maber. Maber sagt mir aber was. Ich glaube auch. Manfred? Nein. Maber sagt mir was, ja. Fix. Tja. Weil, weißt du, tut er dann irgendwann schon jetzt so einen eigenen Kanal, einen eigenen Zugang? Irgend sowas. Auf jeden Fall Servus. Schön, dass du da bist. Jota ist dabei, Christoph Radau, Karl Duschl, Irmi Hinkofer, Sandro hat schon gesagt, der Florian hat schon gesagt, wo wir noch Landtalstromer, jawohl, Mikey, Andy Westside DJs, grüß dich gut. Bist auch neu, also zumindest im Chat, vom Namen her. Vom Namen her bist du neu. Die Chrissy 1220 ist dabei, Christoph Radau. Jawohl, na gut. Also Elisabeth Graf, na schau. Heute muss ich mich besonders zusammenreißen. Ja, das glaube ich auch. Meine Frau schaut auch zu. Das Super und gefreut mich. Jetzt glaube ich auch, dass die da zusammenreißt. Daniela Schlögel schaut zu, ist dabei. Ja, nichts anderes zu erwarten. Ah, der Maber, ist das nicht der Markus? Der Schlögel? Bist du der Schlögel, Markus? Ich weiß es nicht, irgendwas war. Ich weiß nicht mehr. Machen wir eben. Karl Duschl so. Maber habe ich für immer nur kennt von die Betondeckeln, nicht? Wo die Senkomo-Deckel waren. Da ist Maber drauf gestanden. Okay, das wird, weiß nicht, das will glaube ich nicht keinen Zusammenhang. Der Andi Westside sagt schon, na der Idinger. Servus. Hängt ein Bild von mir hin, das ist Influenz genug, sagt der Thomas Franzke. Ja, das war was. Aber das vielleicht, wenn ich das anders unterkariere, keine Idee da habe, weil sonst verliert sich das. Ja, das verschwindet irgendwie. Fatschermotto. So, pass auf, jetzt trinken wir. Und natürlich auch alle, die nicht im Chat mitschreiben, sind natürlich auch herzlichst begrüßt auf diesem Wege. Ne? Das ist eh klar, sowieso. Da sprichst du richtig. Jetzt aber mal, als echte Influencer halten wir uns natürlich vollkommen an die politische Korrektheit. Kein Alkohol, kein Tabak, also wir sind andere Influencer. Wir machen das anders. Du siehst einen Alkohol, ich sehe einen Wein. Das stimmt. Zum Wohle. Wenn man Milch trinkt, sagt man auch nicht, bist du schon wieder auf Kalzium? Oder trinkst einen Eiweißshake. Ne? Schön, dass du dabei seid, jetzt am Wohl. Ich habe schon gestern am Montan getrunken, weißt du, daheim bei mir. Ein gelben Muscatella von Werner. Mir schmeckt das, weil das dann so erfrischend sauer ist. Also nicht diese Essigsauer wie ein saurer Wein, sondern dieses Zitronensaure, das Zitronensaft was ich halt so empfinde. Ja, genau. Zitronik und dann diese typischen Muscatella, dieses blumige, herrlich, ein Traum. Ich bin begeistert. Fast ein bisschen Holunderblütengeschmack, weißt du, also Holunderblütensirup ein bisschen. Ja. So, aber das müsst ihr schon. Also der Max ist nicht, der ist in der Arbeit bis 12. Der Christopher dauert seinen roten Franzosen rein. Mit echten Korken und ein bisschen Ausschütten.
Maber baut Betonzeug. Autobahnbegrenzte Treppen früher. Maber sagt zum Landtagsstrom, man kann mich dunkel dran erinnern. Ja. Nein, ich weiß schon. Maber, du bist der mit dem Landtagsstrom mit war beim Taschler. Ja. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ich glaube, es hat Klick gemacht. Ja. Jetzt habe ich es. Endlich. Marco Cinelli ist da und das Erste, was er macht, ist, er schickt der Claudia einen liebevollen Blick. Zu Recht, Marco. Jawohl. Der Bernd Roh hat sich dazu gesellt. Na gut, nein, ist ja ganz leibend. So, Leute, jetzt gehen wir nicht was tun. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Leider hat er vorher. Ich habe ja schon gestern ein Flaschel getrunken. No, ist da Zu Hause, ne? No. Und du sagst mir von meinem Flaschel heute noch was weg. Ne? Das ist ein Freund. Das sind Freunde. So, da spielen wir gleich mal was. Nein, den fangen wir nicht an. Fangen wir nicht damit. Nein, aber pass auf, wir haben ja gespielt. Jetzt in Großer Neuburg, da haben wir irgendwas gespielt, wo wir gesagt haben, das müssen wir auch spielen. Das haben wir schon lange nicht oder noch nie gespielt. Aber was war das? Ich weiß wieder nicht. Das war's, glaube ich auch nicht. Das weiß auch nicht, aber was war das? Einer von diesen Märschen. Ich weiß schon, in F-Dur. Klagenfurter. Schon lange nicht gespielt. Jawohl. Vor 20, 30 Jahren, da war am Kier der Norden. Da hat's uns nix wie saubere Buben und saubere Dirndl gegeben. Und haben's wo tanzt und umgestrammt, das war ein gewisser Frei. Du siehst, das waren halt da zumal noch kerngesunde Leib. Wann der Riesikattel gesungen und es war gewiss kein Franz. Keckertanz und Lieder, wo man von den Dirndl gewandt. Der dicke Pepe Korl und der Franzl alle drei. Da haben's noch tanzt und umgestrampft, da war wir gleich dabei. Heut geht's mit Singen schwer, wir haben keine Stimme mehr, das wird wieder so, wir sind aus Heu und Stroh. Jo, mir geht's schon ein, da muss ein Fühler sein, wir haben auf der Welt keiner mehr Geld. Aber unsere lieben Alten waren nicht anspruchsvoll auf Ehe. Fürs ganze Jahr einer und sogar rechts an und nicht mehr. Gefuttert mit Schüsseln, Arrangierhosen dazu. Ein schwarzes Samtbewissen, das war für den alten Knur. Ein große Meerschapfpfeifen mit einem silbernen Beschlag. Ein Schiebes über 20 Jahre drinnen in sein Sack. Ein Siegerring, ein schwerer voller Nego in gar keine Spur. Das Kupfer, was der Trang hat, war auf der Nosen nur. Schau mal heut ein Gigerland, ein so ein Danderland, hat ein Papieres Gewand, ein Stecker in der Hand, ein Glas Scherm drin im Gesicht und in die Feste Gicht, der Traum war dabei und das denn nicht gleich. Jawohl, ein super Marsch, Alter. Mit Motiven, wie es der komponiert worden vom Kärntner Liedermarsch. Deswegen, so ist der entstanden. wahrscheinlich Klagenfurter Marsch. Das hat sonst mit Klagenfurt nicht viel zu tun. Das ist der Text. nicht, ja. Das ist Leiband lang nicht gespielt und sofort wieder erkannt. Ja. Der Raphael bringt dann was ganz Richtiges. Super Klase, super Latzhose. Und das muss ich jetzt wirklich sagen, ja. Schaut sich das an. Heillust's groß. Aber das ist mein ernsthaftes Problem, dass mir echt alles zu groß ist. Also es ist mir wirklich das Ganze. Bei mir beginnt es auch bereits wieder. Das ist jetzt kein Schmäh. Wirklich wahr? Ja. Das ist furchtbar. Das ist schon mit Gürtel zusammengeschnürt wieder. Ja. Nein, bei mir geht also da einiges. Man, aber das nimmt man endlich an, ist super, aber. Ja.
passt ja das Gewand nicht Ich mehr. habe kein Gewand mehr. Man schaut bald aus wie ein Clown dann. Also, man geht was ein groß. Das schaut da viel zu groß. Was soll ich Ja, ja. machen? Aber was will ich denn machen? Das sind Probleme. Ja, ich bin froh, dass ich die eigentlich habe. So, jetzt ist es soweit. Ziehst du aus dem Pullover? Ja, sicher. Da trinke ich Ja, schon. gehst Jazz-Haberl nehmen? Jazzhaberl, ja, müssen wir dann was dann Jazz spielen, wenn du mit Jazzhaberl dabei hast. Das muss man schon. Da hat es ein Hit. Ja, das ist klar nicht. Es soll ja behaglich sein, ne? Schon wieder anfangen. Jawohl. Jazzhaberl. Ist das schon ein Loch? Ein Loch hat schon, habe ich schon ein Loch reingerissen. Ja, voll. Uje, Hast du das gesehen? Ich hab's schon gesehen, ja. Uje. Das hat nicht lang gehalten. Das ist Jazzhaberl. Der Lager aus Karl und Regi Rutger. Christoph. Jawohl. Grieche sagt fesch. Also zur Latzhosen hoffe ich. Weil Latzhosen ist. Über meinen Haberl wird ja immer nur gelästert. Normal. Anna Marschall ist auch dabei. Setz mich auch Jawohl, kurz dazu. grüß euch gut. Große Freude. Ich habe ja über ausgeschickt, es gibt ja bei diesen Influencern, ne, da gibt es also da diese Idee des Q&A. Questions and Answers. Schön, das war fast Also, politisch, das war schön. Fragen und Antworten. Ja, klar, nicht? Fragen und Antworten. Sehr Und- schön. Und da haben wir gedacht, das schicke ich mal so aus und frage mal euch oder halt an jeden, der so in den sozialen Medien unterwegs ist, was denn so eigentlich Fragen waren oder was man gern wissen tätet über die 16er Buben oder über uns. Nicht? Und unter anderem hat uns eben die Anna Marschall hat uns was geschrieben. Ja. Na gut, Marvihof, also alle Fragen, was es eigentlich gibt, braucht es gar nicht mehr stellen, sind schon alle gestellt, weil das ist in einem Posting von Marvihof. Es sind, glaube ich, alle Fragen drinnen, was es gibt. Und das werden wir dann so im Zuge der Pavlatschen werden wir ein paar aussuchen. Wir haben sie nicht vorher angeschaut. Das ist, habe ich mir gedacht, das ist ganz wichtig. Wir haben nicht geschaut, dass wir uns vorbereiten können oder was. Wir haben es nur jetzt so kurz überflogen, aha, okay. Und dann weiter. Aber weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das relativ spontan machen. Aber ich kann natürlich jetzt auch Fragen stellen, so weit, aber ich bin heute komplett hinten nach mit Lesen. Mit Lesen. Jetzt soll man sich ja gegen diese Influenza impfen lassen. Nein, Christoph Acker, brauchst nicht impfen. Trinken. Trinken ist die Schluckimpfung, was wir haben. Trink einen guten Wein und das Ja. passt schon. Prost übrigens, ja. Bei uns gilt die Schluckimpfung. Und da ist es leibende, du musst nicht zwischen zwei Schluckimpfungen mehrere Wochen vergehen lassen, sondern du kannst am selben Tag mehrere Du kannst Schluckimpfungen mehrere Dosen an einem Tag Ja. nehmen, quasi, weißt du? Das ist ganz leibend. Und das ist auch, das wird aber auch nicht extra eintragen. Das ist das in einem Pass oder was. Das weiß man einfach. Das ist der Vorteil. Mit der Latzhosen kann der Klaus ordentlich Holz machen. Gott sei Dank, das Holz habe ich schon gemacht bei mir in der Klause. Und eigentlich so praktisch, also diese Art Latzhosen, also, ist ja gar nicht so praktisch für das. Naja, aber es halt immer, ja. Oder ich habe halt nicht den Body dafür. Aber das ist ja Motorrad, das ist ja Kevlar-Jean. Also die hat zwar keine Tascheln für Schützer. Nein. Das hat's auch nicht. Also, Das hat es nicht, aber es ist ein Kevlar-Jean, also ein Abrieb. Fester also als ein normales Jean. die Stadtbanier sozusagen beim Motorrad. Sozusagen. Also sprich, das Knie war halt hin, die Hüfte auch, Aber die aber Haut wäre nicht abgeschürft und nicht die Haut verbrennt. nicht ganz. Blöd, wenn das Käfler dann bieten bleibt auf der Haut. Das ist Ah. sie Arbeit nicht oder so. Das darf nicht sein. Jazzhaberl ist im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend, sagt die Chrissy. Das ist jetzt positiv gerissen oder ich weiß, umwerfend kann viel sein. Der Herr Mandl, warte nur bis die Kekse eintrudeln, dann passt das gewandt wieder. Ja, siehst genau. Den Aufruf muss man schon wieder machen. Ich meine, weil das kann nicht sein, dass der Zonko allein von diversen Leuten Kekseln kriegt und mir zum Schluss gar nichts. Bei uns im Weihviertel heißt es Grappel. Ja, interessiert kein Menschen, Patrick. Das interessiert kein Mensch, weil nicht bei euch im Weihviertel, sondern bei euch im Tal. Also ich hab's kein Tal. Bei euch in der kurzen Ebene. Sonst, lass gut sein. Das heißt auf der ganzen Welt, Die andere Keksel. wird sich gleich riechen. nein, das heißt Keks. Aus. Jeder weiß, was der Keks gehört. Ich kann es uns Kropfen auch schicken, aber ich bin sicher, man kriegt was anderes. Ja, genau, der Dieter sagt es richtig, den Impfstoff kannst du mit der Schluckimpfung, da kannst du auch wirklich mischen. Also da muss nicht der gleiche Hersteller sein. Also absolut leibend, ich bin mit dieser Art, Du kannst sowohl Ich bin Sorten zufrieden. als auch Winzer mischen. Also Ja. das ist durchaus verträglich. Meistens. Das ist. Impfen jetzt in einer guten Sturm aus unserer Köllergassen, Marco Cinelli, das ist leibend. Ja. Aber mit der Suppen, dann bleibt es gesund. Snoop Dogg ist Teil.
Also bei mir hat der Taschler alle Schluckimpfungen aufgeschrieben. Christoph Acker, ja, das ist aber nur intern zur Abrechnung. Das gilt nicht beim Grenzübertritt zum Beispiel. Und es ist auch sicherer, wenn du es nicht mitgeschrieben hast, wenn du in einem Planquadrat bist. Das ist ja... Gut, der hat ja auch bei der Familie Hager, wie wir wollen, nicht, war ja so ein Doppel hat er gepackt. Nicht? Der Acker ist ja Wahnsinn beim Sturm. Ja, der Acker. Der Acker ist ja... Klaus, wie geht's einem Arm? Ist der Regenbogen schon vergangen? Ja. Der ist schon weg. Der Arm ist nicht schlecht, aber ich war jetzt auch beim Arzt. Also, wie man gedacht, jetzt ist das Ganze schon erzählt, jetzt kann man zum Arzt gehen. Schon ein paar Wochen her, oder Monat. Ja, aber jetzt muss ich ich dürfte schon irgendwas angekriegt haben. Das damals Röntgen oder Ultraschall oder was weiß ich was. Aber für den Tennisarm, wie ich gesagt habe, mein Problem ist ja das, ich kann es nicht unterscheiden, was mir wehtut, weil der Tennisarm so ist. Und jetzt hat man also ich war beim Orthopäden, jetzt hat man der so eine Infiltrierung, heißt das, so eine Infiltration, also nicht, so ein Spritzen oder mal reingehauen, genau da, wo das weh da hat. Und das bilde ich mir schon, also das hat mir schon geholfen. Das ist schon viel besser, aber das andere, da dürfte mir irgendwas verletzt haben, weil da bin ich auch noch geschwollen und das tut dann noch weh beim Hingreifen, aber sonst nicht so tragisch. Schlimmer, wenn man schon über die Krankheiten reden, ist der linke Arm. Den spüre ich wirklich ganz massiv beim Spülen und so weiter. Das ist, weil den rechten beim Spülen, das ist nicht ganz so schlimm. Das geht. Aber der linke Arm, das ist eine Tragik und das habe ich seit der zweiten Impfung, also seit der ersten vielleicht auch, weiß ich nicht, aber da hat mir der Arm eh weiter aus, also wurscht, aber seit der zweiten, sage ich jetzt einmal, und der Orthopäde hat das auch so... Eine zwidere Geschichte. Zur Kenntnis genommen. Er hat gesagt, ja. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob das mit Ihnen was zu tun hat, aber seit der Impfung tut mir der Arm, ich kann den Arm nicht gescheit heben und das tut mir weh. Und auch beim Spülen, also das merke ich schon. Und der hat jetzt keine Anstände gemacht, dass das jetzt eigentlich nichts mit der Impfung zu tun hat. Also schauen wir mal, was da rauskommt. Also auch hier wird getestet, aber wie gesagt, zwischenzeitlich die Schluckimpfung. Das ist immer gut. Ich muss mich schon wieder zurückholen, ich fahre ja mit dem Automobil. Ich hingegen nicht, Patrick. Ich nicht. Ich merke, war recht, oder? Wie sagt sie jetzt Keks? Wie sagt sie zu den Keks? Fragt der Flur dann. Krapferl. Der Raphael Illmeier. Schon zahle ich noch mal, Patrick. Du weißt gut, es taugt mir voll, dass das bei WhatsApp verbunden seid. Jawohl. Yes. Ja, stimmt. Der Michael Unger. Wenn sie nach der Schluckimpfung kontrollieren, wird das sehr wohl eingetragen. Ja, das kann da schon passieren. Ne? Aber das ist eine Risikoimpfung. Ein bisschen ein Risiko muss ja dabei sein. Die anderen haben schon gesagt, nein, nur nicht lästern über unser Dorf. Völlig richtig. Aber man doch, das habe ich mir gedacht, dass da gleich was kommt. Aber ja, was soll ich machen? Ich liebe euch ja. Ich liebe euch ja innigst. Aber ja, der Fritz Stadtkus fragt was, welcher Wein bzw. welche Sorte ist euer Favorit? Patrick, sag was Gescheites. Ein grüner Veltliner an erster Stelle, muss ich sagen, ja. Ist mein Favorit. Ist so, ja. Da kann man bei mir selten was falsch machen, wurscht wo er her ist, ja. Gefolgt von einem Riesling. Grüner Veltliner, Riesling. Und dann kommt bei mir schon der gelbe Muscatella eigentlich, ja. Aber grüner Veltliner ist eigentlich meine Haussorte, muss ich sagen, ja. So typisch Weinviertel halt wahrscheinlich, ja. Aufgewachsen damit, aber auch schon. Der grüne Veltliner eigentlich, ja. In allen Varianten aber auch. Ich meine, es ist schwer, nicht nur als DRC, sondern also aus der Wachau kann es auch einer sein, also es kann Kamptal was sein, sowas anderes auch, also so ein Smaragd oder sowas auch dabei sein. Der grüne Veltliner geht immer, ja. Ja, das ist schwer zum sagen, weil ja eigentlich... Beim Weißen. Sind ja alle nur vom Weißen jetzt. Also ja. Ich sage, ja, also ich würde einmal sagen, grundsätzlich bei mir Weißwein habe ich lieber als Rotwein. Heißt aber nicht, dass ich keinen Rotwein gern trinke. Ich trinke literweise Rotwein, wenn es passt. Beim Rotwein hat sich bei mir was Lustiges ergeben. Was? Vor 2-3 Jahren durch einen lieben Freund. Rotwein habe ich ganz gern getrunken, früher auch österreichischen. Und ich habe zum ersten Mal eine Bordeaux-Verkostung vor 3 Jahren da was mitmachen dürfen. Und seither bin ich natürlich, ich bin verliebt in Bordeaux-Weine, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ein Roder, es ist einfach... Das ist schon was Gutes natürlich. Das ist schon was Gutes. Es ist einfach ein Wahnsinn. Also. Ja. Und da rede ich nicht nur von den Bordeaux-Weinen, also die 100, 200, 300 Euro kosten, sondern nein, durchaus kosten. Schon die um 700, 800 Euro. Da günstigere auch. Das ist schon also, klar. aber da bin ich, ja.
Ja. Da hat man mir einen Floh auf die Zunge gesetzt. Sag ich. Nee. Ja, also die sind schon sehr Weltklasse Weine. Ja. Aber ich sag mal, die muss man uns leisten können. Also aber grundsätzlich, ich bin mehr der Weißweintrinker. Definitiv. Ich auch, ja. Grundsätzlich ja. Definitiv. Und bei mir würde ich sagen, der grüne Mittel, ja, habe ich auch gern. Ich würde mal drüber sagen, eher der gemischte Satz, wobei der gemischte Satz kann ja bei jedem Winzer komplett anders schmecken. Sein, ja. Aber das habe ich eigentlich ganz gern. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen Weißburgunder. Weißburgunder ist bei mir auch ganz oben, so wie ein Muscateller. Muscateller Weißburgunder. Allerdings, das muss man unterscheiden, wann man was trinkt. Also wenn ich einen geschmackigen will, dann ist halt Weißburgunder und Muscateller sowas. Was ich nicht so brauche, ist zum Beispiel sowas wie ein Grauburgunder. Pinot Grigio. Ja. Brauche ich nicht so. An Traminer habe ich zum Beispiel auch wieder, es ist immer, bei Traminer schmeckt man wieder, wenn es dann in Richtung, sagen wir, Spätlese geht, oder Richtung Auslese geht, Trockenbeerauslese oder sowas überhaupt, dann kann ein Traminer, das ist schon was ganz Feines da. Sowas ist schon was Gutes. Aber grundsätzlich meine Lieblingssorte grüner Veltliner eigentlich, ja. In allen seinen Varianten, ja. Wir müssen eigentlich wirklich eher sagen, was man nicht so braucht. Ne? Und das ist auch nicht so viel. Wie gesagt, ein Grau, also nicht, weil man einen Veltliner, einen gemischten Satz, einen Chardonnay, einen Riesling, einen Rheinriesling, einen Welschriesling. Vor allem der Welschriesling für mich, den ich am wenigsten, bin ich ein bisschen bekehrt worden die letzten Jahre auch. Durch Adi oder Werner Zierensack und so weiter. Ne? In was? Beim Welschriesling auch. Weil ich dann den Welschriesling anders kennengelernt habe auch. Welschriesling war für mich immer relativ neutral im Geschmack, jetzt ein bisschen fad. Ja, nein, das war nicht so. Das war nicht so meins. Also, ja. Es kommt jetzt stark auf den Moment an. Aber im Endeffekt, Fritzl, absolut, ja. im Endeffekt trinkt man einfach gern Wein. Ja, und dass er nicht schmeckt, das immer muss schon... was Neues zum Kosten auch gibt. Das stimmt. ist ja das Schöne dran. Das stimmt. Weil wenn du nichts kostet, lernst du nichts. Das ist so. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Ja. Mein Lieblingswein ist der Gespritzte beim Taschel. Landtalstromer, das passt, das geht. In deinem Fall ist das erlaubt, weil du ja kein Weintrinker Bei bist. Gespritzt, da muss ich ehrlich sagen, das ist schon was Gutes. Das steht drauf. Also jetzt ganz deppert gesagt, wenn ich jetzt die Frage von Fritzl einmal hernehme und sage, eigentlich müsste wirklich an erster Stelle stehen, der Gespritzte. Mit einem guten reischen Wein. Also das muss immer auch dann ein gemischter Satz, ein Veltliner, sowas sein. Aber der Gespritzte ist eigentlich mein Hauptgetränk. Eigentlich das, von dem ich am meisten zu mir nehme. Bin in der Zwischenzeit nicht mehr. Ja, weil daheim saust. Seit ich im Weihviertel daheim bin, bin ich schon der Achtler mehr. Geworden, Je leise, weil das dann lauter pfeift, dürfte die Software sein. Was? Werden wir leiser? Gut, ich meine, das ist, da hört man in den Lüfter vielleicht. in Lüfter. Aber, Bei mir ist Ton super, Chris, 1220. okay, interessant. Ja, das ist ja, es ist halt, aber das kennt ja der Lüfter. Na gut. Pass auf, jetzt machen wir. Anna Marschall schreibt schon Ausdruck. Ja, Genau. Ne, machen wir würde ich sagen, ein wienerisch lebensbejahendes Lied. Müssen mit Fiaker dran und dabei ziehen schlagen, weil ich das lieb so lieb, denn ich war meiner Seele fidel. Wann ja mal stieb, schmeißt's mir in den Raum hinein, noch ein paar Doppler Wein, weil ich das lieb, wann in der Grube mit drin nicht durchstehen bin.
Na freilich. Schmeißt's mir in die Gruhe hinein. Ja, aber dann geht's los, nicht? Nein, was denn? Was Die Achteln fallen schon rein, ne? Das ist schön. Richtig. Mega Pemperton sagt der Neuwitz schrieb ein Lied, der Uhudler-Dudler. Drin kommen viele Weine, wo, ja fast alle eigentlich, was so in Wien sind. Ganz leibend, ja. Das kann ich leiden. Beschenkt ihr euch auch selber zu Weihnachten? Ich tue das gern, der Raphael mehr. Du, ich beschenke mich das ganze Jahr. Eigentlich. Aber zu Weihnachten so direkt hin und wieder habe ich das gemacht. Dass ich mir irgendwas selber was eingepackt habe. Also wirklich war das so ein Ding, aber eigentlich fast nicht mehr. Fast nicht mehr. Fast nicht. Stimmt. Der Ton hat hin. Der geht der Lüfter, ja, das ist der Lüfter ist das. Ja. Ja. Würdet ihr einen zum Beispiel hochkarätigen 5000 Euro Wein blind erkennen? Nein, erkennt keiner. Kann ich ja wirklich so sagen. Also, nein. Du kannst vielleicht, also wir dass nicht. er gut, Oder dass kannst er vielleicht gut ist, feststellen, ja. Du kannst feststellen, ob es jetzt ein hochkarätiger ist oder nicht. Das ja, aber ob er wirklich jetzt 5000 oder 100 Euro kostet oder 50 Euro. Ja. Nein, aber auch wirklich Profis fahren da rein. Also das weiß ich von etlichen Sommeliers, die ich kenne. Also, es ist... Nein. Ja. Ui, der Patrick muss den Finger heben. Patrick muss den Finger heben. Ich erhebe den Finger. Ja. Ein Superchat. Christoph Acker stellt sich ein mit 2,09 Euro. 2,09 €. Das ist eigentlich einmalig. Einmalig ein wilder Reblaus. Die ordinäre Reblaus, die können wir nicht Die spielen. ordinäre spielen Die wir nicht. ordinäre können wir nicht spielen. Bist du gescheit? Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Oder? Nein, das können wir noch nicht machen. Nein, jetzt ist es früh noch. Ne? Nein, das machen wir. Das machen wir live nur. Das machen wir nur wirklich live. Nein, oder wenn wir wieder ein XL beim Latschen machen. XL, ja genau. Eventuell am 1. 1. November. Eventuell. Das wissen wir noch nicht. Wissen wir nicht, aber... Das kann uns vielleicht der Schatzl schon reinschreiben, ob was geplant ist für den zweiten. Jetzt fahre ich am 1. nach Botschenau. Weil am 2. November hat der Patrick Geburtstag. Wieso? Das kann man nicht sagen. sagen. Wieso? Was hast du denn jetzt schon wieder für Sagt er nicht Geburtstag? für einen Fehler? Nie. Wieso? Was sagt man nicht? Was sagt man nicht? Geburtstag sagt man nicht, Da oder? kann ja eh jeder nachschauen, nicht, wann ich geboren bin. Ja, das steht, nein, in der Bravo wollte ich schon sagen, steht es drin. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, das war da was. Am Montag davor, also am 1. Weil da könnte man beim Latschen machen und natürlich müsste man dann über Mitternacht drüber gehen. War schon XL einmal. War schon mal auf jeden Fall XL, weil dann müssen wir die hochlegen lassen. Ich bitte darum, nicht gerne. Dann bis dorthin. Ja. Sicher nicht. Ja? So, pass auf. Der Josef schreibt schon, glaube ich, was muss ich machen, damit meine steirische auch mal so viel erfrischt wird? Okay. Beste Antwort hat der Christoph Acker schon geschrieben. Mehr gespritzte trinken. Ja. Das ist na, kann ich auch sagen, üben. Practice. Der Christoph hat da eine gute Idee. Wenn es geht, schenke ich mir ein Motorrad. Das machen die auch. Aber da tät ich nicht auf Weihnachten warten, weil dann habe ich es unter dem Christbaum stehen, dann kann ich nicht fahren bis März zum Schluss. Nein. Das ist mehr was zum Geburtstag bei dir. Du hast im April Geburtstag, da passt Da passt es. Da passt es gut, ja. Da schaut der Bernhausmutter am 3. Das ist lustig. Die müssen jetzt für den Christoph Acker Schluckerl trinken. Christoph Acker sagt, wie alt wird der Patrick? 29 XXL. Andreas Christina ist auch dabei, jawohl! Zum Wohl. Grüß Gott, sehr zum Wohl, Prost, zum Wohl. Also, ist Wasser, Entschuldige. Wasser erwischt. Jetzt hätte ich fast den Christoph Ich Acker. glaube, das ist ja gespritzt. Ja, eingeschenkt. das war fast sehr zum Wohl. Christoph Acker, Christoph Prost. Acker schön. Und dann lasse ich gleich beinhart. Lass ich gleich durchrennen. No, geht das nicht? Geht's da. Scheiße. Was hat er wieder was anderes abgekriegt? Aber Ah, was macht nichts. warte, jetzt wird's gut schwarz, schreckt sich nicht. Nein, ist ja schon da. Nein, es funktioniert alles wunderbar. So ist schon da. Alles klar. So muss ich das machen. Ich verstehe. Naja, gut, man lernt ja dazu. Ich finde es erstaunlich, dass es Leute gibt, die Inhalt von Noten eines Weins schmecken und riechen. Ja, aber das ist eine Übungssache. Das ist eine Übungssache, ja. Das ist eine Trainingsgeschichte. Wenn man viel Wein gekostet, getrunken, geschmeckt hat, ja, absolut. Aber das gibt schon. Also ich kenne wirklich einige, die kennen das. Also der kann man wirklich, der trinkt einen Cuvée und
findet wirklich aus, was da drinnen ist. Das finde ich schon obererstaunlich. Wenn es ganz prägnant ist, zum Beispiel so ein grüner Veltliner, der kommt meistens raus. Das ist schon vielleicht noch. Aber das wenn ist ein Blütenmuskateller drinnen ist, merkst du das auch sofort. Ja, aber das finde ich schon auch. Und das gibt es, das ist eine Übungssache. So wie ein Handwerk halt. Ne? Das ist halt. Ja. Inhalt und Noten eines Liedes erkennen ist auch was. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist auch was. So, Patrick, jetzt müssen wir die Rebler spielen. Jetzt passt das dazu, ja. Ich weiß nicht, was das ist, ich trink so gern ein Flascherl Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Sonntag sein. Ich sitz oft stundenlang allein auf einem Fleckerl. In einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht so dumm, aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, drum wird die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tun einen Wein ja nicht trinken, sondern bessen. Ich hab den roten grad so gern, alles wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hab den Gumpolskirchner ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möcht ich ein Reblaus wieder werden. Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst lässt nur die halbe frei. Beim Plaudern muss lieb sein, beim Busseln ein Dieb sein, tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Rutschen, einmal um, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Morgens auf, sonst fliegt's da davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Ich sitz ihn an, Nagels auf, sonst fliegt's da davon. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstück füll ich mit der Hand. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Die Vögel, die zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkäfer kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blären, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich so,
das war ich nur ein kleines Kind. So kann man auch heute noch. Ich geh sein, ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Jetzt lass das Jazzhaberl seinen Werk tun. Das vom Wendel berauscht, schau ich offen zum Mund. Der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die Zirpen, Allier und mir vor. Beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann heut ich mein Glas zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes. Für heute Flascherl Wein. Ich hab irgendwo im Wienerwald Im Sonntag Sommer 8 in mein Stammlokal komm. Da schreien die Leute, servus Klase, ja sag, wo kugelst du denn um? 14 Tage fühlst du grad heim schon bei der Tarockpartie. Hat man die vielleicht beleidigt? Doch ganz höflich antworte ich. Nein, sag's nur nicht besser. Der Grund, warum ist es? Ich hab irgendwo im Wienerwald ein Wein entdeckt. Das ist ein Tripfel, da muss man sie so. Wenn nur einer tut sein Wasser in das Jasel steckt, der muss zuerst schassen, dann muss Peso. Ja, was ihr möcht's, gern alle wissen, was das ein Weindl gibt. Aber regt's euch nicht auf, das hat keins weg. Den sag ich vorhin ablässt, von meinem Hauer die Adresse. Satz es hallo drin dort und sauft's am Weg. Wunderbares Potpourri. Ein Weinpotpourri. Ein Weinpotpourri, ja. Ein Weinpotpourri aus dem Wunderbar. Zauberhute. Echt Aus schön. dem Zauberhute her Hat mir selber Spaß gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Ja, absolut. Ja, Wahnsinn. Absolut. Ich muss, wie man da was zum Essen auch da steht. Ja, Kuchen. Ein Schokokuchen. Ein Schokokuchen mit einer wunderbaren Mit einer Pariser Creme. Buttercreme drin. Ne? Eine Pariser Creme. Herrlich. Und wir haben heute noch nicht vergessen gehabt. Warum haben wir nicht vergessen, Patrick? Wir haben ja schon eine wunderbare Probe am Nachmittag gehabt. Jawohl. Ich habe zuerst gearbeitet. Ich habe zuerst hart gearbeitet, weil der Nachbar tut umbauen. Also umbauen. Der tut Ein Haus innen aushöhlen, quasi, kann man sagen. Ja. komplett. Und renovieren, ja. So ein altes Häusl mit alten Ziegeln. Und am Morgen kommt der Bagger und holt die ganzen Schutt da. Und ich will heute. Du hast gerettet. Ich bin am angegangen und habe gesagt, du, glaubst kann ich mir noch ein paar Ziegeln holen, weil es sind so alte Wienerbergziegel und so. Die Leimern. Na, jetzt habe ich ihm gleich geholfen, ein bisschen anreißen. Habe ich gesagt, jetzt muss ich dann aber los. Weil eben. Er hat halt nur einen Tennisarm, das ist eh wurscht. Ja, aber ich kann ja Das nicht ist ja nichts schon wurscht. machen. Das geht Ich ja kenne nicht. das eh von mir. Ich kann ja nicht nichts machen. Nicht nichts Das machen. ist ja auch nicht normal. Nein.
dass ich da monatelang nichts tun kann. Na gar nichts, aber das war nicht so tragisch. Haben wir dort habe ich hart gearbeitet, aber natürlich daraufhin nichts gegessen. Und dann war schon der Patrick Da da mit haben wir Probe. schon zur Probe, ja. Was für eine Probe haben wir gehabt? Patrick, erzähl was. Probe mit den Blues-Schrammeln wieder einmal, weil Mittwoch, diese Woche, sind wir wieder mal unterwegs mit den Blues-Schrammeln und ich freue mich schon so drauf, weil wir ja so selten spielen momentan, es ist ein Wahnsinn. Aber Mittwoch beim Selic im 22. Bezirk und nächste Woche gleich, ist ja fast eine Tournee, Also, eine Herbsttournee. Nächste Woche sind wir dann im Theater am Spittelberg. Am 28. Oktober. freue mich auch schon. Das ist ja fast eine kleine Tournee, kann man sagen. Kleine Herbsttournee fast schon. In Zeiten wie diesen, ja. Also, zwei Und für das haben wir heute fleißig haben wir geprobt. 3 Stunden. Es war sehr, sehr lustig auch, ja. Der Uli Bär dabei. Haben wir heute auch gerade wieder, endlich Absolut, wieder im ja. Proberaum. Waren wir schon lange nicht. Man ist das gar nicht mehr gewohnt fast, gell? Es ist ein Wahnsinn. Der Kühlschrank war gut gefüllt mit Bier. Da haben wir gleich Bierle reingezwitschert, weil das hat mir taugt. Patrick nicht, weil sie dachte, der trinkt bei der Bavlatschen 2, 3 Achtel. Ja. Apropos, wenn wir gleich ein ich bin eh schon da, ich bin eh schon da. zweites mir noch einschenken. Ein zweites, so, ja. Mehr nicht. schon da. Familie Marschall schreibt gerade nicht, passt aber nicht zum Wein, der Kuchen, nicht? Aber was anderes haben wir jetzt halt leider nicht. Das ist Schinkenkipferl rüber. War nicht schlecht, War ja. nicht schlecht, ja. Es ist, War das jetzt ein musikalischer gemischter Satz, Dieter? Ja, kann man so sagen. kann man sagen, ja. Ein musikalischer gemischter Satz. Was haben wir da? Peter Raffizeder ist dabei. Servus. Geiles Hauberl. Servus. Geiles Hoserl. Jawohl. Gell? Und ich meine, das da, das ist kein Fleck, das ist ein Totenkopf. Nicht, dass du glaubst, das ist ein... War das Original? Das ist original. Das ist Das ist original. original. Was ich gekauft habe, auf der letzten Messe in Tulln, die stattgefunden hat. Die habe ich gekauft. Wann war das? Vor 3 Jahren? Vor 4 Jahren? 2019 war die, oder? Wahrscheinlich. 18 oder 19. Schaut Zettel aus, ne? Ja. Wie man sagt. Der redet vom Hauberl und von meinen Schuhen gesagt, also die seht ihr nicht. Das sieht gar Ist nicht. schlecht. Jetzt sag's ja. Da, schaut sich Ja, Weltschuhe. Ha? Sind das Weltschuhe, ha? Was sagt ihr meine? Ja, Gell, wir so. gut, dass man das nicht sieht alles. Ich hab das nicht schlafen. Naja, gut, ich meine. Das kostet ja auch so ein Stückel. Wir haben ja einmal im Frack gespielt hier. Ja. Und zwar nach dem ersten großen Lockdown, letztes Jahr im März, ne? Weil der wird mir auch nicht mehr passen. Haben wir im Frack gespielt, aber Gott sei Dank hat man die Füße nicht gesehen, wir haben nur Socken angehabt. Ja. Aber sieht ja keiner bei da, ne? Das ist ja wurscht, ne? Wie die berühmte Nachrichtensprecherszene, nicht mit Anzug und Krawatten und darunter die Boxershorts angehabt, wie er aufgestanden ist. Und nicht gewusst, dass die Kamera schon ausgeschalten ist. Der Christoph Acker. Ist wieder frech? Was soll das sagen? Was schreibt er? Der Totenkopf heißt so viel wie kein Trinkwasser. Das ist. Weil, ich meine. Jetzt ganz ehrlich, Ich muss einen Schluck nehmen. normalerweise will ich ihn nicht unterstützen, aber die Meldung leider, die gehört unterstützt. Haut eine bitte eine Orge an rote Achteln für einen koscherten Gefraßsackerl, weil das ist ja Wahnsinn. Ich muss sofort den Fritzl Status! 10 Euro. Fritzl, danke dir. Dank der herzlichst. Da hangt der herzlichst. Da hau ich gleich eine. Da hau ich gleich eine wieder da auch für alle anderen. Trinke sofort den Schluck. Auf den Fritzl. Auf den Fritzl, Auf danke. den Fritzl. Fritzl, was der Tag unseres persönlichen Kennenlernens rückt immer näher. Aber es dauert immer noch ein schönes Zeit. Aber auf das freue ich mich jetzt schon. Also nicht schlecht, der Schokokuchen, gell? Ja, Aber ich sehr kaufe gut sogar. immer Ausgezeichnet, ja. am Samstag Bin begeistert. am Floridsdorfer Markt, am Schlingermarkt. Den dann sie ein bisschen so revitalisieren. Schau, die Achtel. Die Achtel von einer. Für den Acker. Jawohl, Für den jawohl. gotscherten Acker. Jetzt, wo die Achtel reinfahren, tut es mir schon wieder leid, dass ich aufgegriffen habe. Kein Trinkwasser. Im Fashion-Trend-Optik, ja. Wir sind im Fashion-Trend. Ach so? Weiß ich gar nicht. Schön, ja, passt, ja. Gar nicht schlecht. Das wird schon so sein, weil wir waren immer schon Trend sind. Und ich meine, der Zonko hat ja gesagt, er hat sich eine Latzhosen gekauft, weil er mich gesehen hat in der Latzhosen. Also war er ein Trendsetter, für ihn war er ein Trendsetter. Ja, ja. Ja.
Gelber Schnee. Ich hab gelbe Socken an. Was hat das mit gelbem Schnee? Die Mutter kommt sofort in legendäre Aussprüche der Paulacistis. Ja? Ja, da passt sie. Ja. Das ist Absolut. ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich wollte mal was anderes anziehen und das war heute ganz praktisch, muss ich sagen. Weißt du, aber es ist mir halt zu groß. So wie mir halt vieles jetzt zu groß ist. Der wird der Frage gar nicht mehr passen, fällt mir gerade. Ja, Vielleicht können wir tauschen. Das glaube ich nicht. Allein bei der Hosen, was machen wir mit den 3 Meter Stoff, was über meine Knöchel dann drüber gingen? Ich schneide mir ab bei dir und das stieg immer bei mir an. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Nur ein Stückel, Patrick, spielen wir was. Spielen wir was? Wenn man in den Frage gekauft hat, meiner waren gar keine Änderungen notwendig, weder bei Hose noch bei No. Klausi. Die Aber Änderungen haben mehr gekostet als der ganze Frage. Ich glaube auch. Eher mit Hosenlängen. Und da, Alter. Aber ich muss wirklich sagen, noch nie ein so förmliches und gleichzeitig so gemütliches So Kleidungsstück angehabt. Wirklich gemütlich bequem, ja, absolut. Also ich meine, das Einzige, was jetzt noch, sagen wir, an der Gemütlichkeit, was jetzt noch ein paar war, sagen wir mal, Schlapfen oder Turnschuhe. Ja. Und das passt halt nicht. Ja. Aber vom Kleidungsstück, da bitte die Hosen mit Gummizug, dann ist das leibend, dann wenn ich das früher gewusst hätte, ich hätte im Frack maturiert, wenn ich das gewusst hätte. Das hämmert wunderbar angenehm. Na herrlich. Fraßsackel, ja, der Stromer möchte es erklärt bekommen. Naja, ein Fraßsackel ist ein Rotzbur. Ein Rotzbur, wie das man in Deutschland sagen? Ein Lausbub. Ein Lausbub. Ja? Ein Lausbur. Ist ein Rotzbur, der Fraßsackel. Ein Fraßsackel ist ein bisschen mehr Ja, als mehr, ein also Lausbub. ein schlimmer Lausbur. Ein schlimmer Bub. So. Ein frecher Lausbur ist ein Gefraßsackel. Und weil der Acker quasi namentlich schon im Ackerl ist, also im Fraßsackerl, deswegen ist es der Spitzname von unserem Christoph, der Gefraßsackerl. Ja. Der Fritzler startet jetzt vor 10 Jahren jetzt eine Latzhosen hinzu. Okay. Dann kauft er neue. Rotzbur passt schon, dann der Strom ja. Ich muss einen Schluck nehmen. Ja. Eine vorlaute Person. Vorlaut, ja. Hat die Daniela schön gesagt. Die sagt das halt schön, ne? Die hat ein bisschen einen Sinn für Ästhetik und so. Vorlaut und frech, ja. Freches Kerlchen, Peter Raffizin. Freches Kerlchen ist auch, ja. Das sind Das ist halt super. Es sind so nette Synonyme. Was ist mir eingefallen? Ein Rotzbur. Rotzbur. Was ist ein Fraßsackel? Ein Rotzbur. Was ist ein Rotzbur? Nein. Ein Lausbur. Nein, ein Lausbur ist harmloser. Ja. Ein Bauernhat. Ein So, Bauernhat, ja. So, pass auf. Noch ein Stückchen und dann Patrick. Was spielen wir jetzt da? Da spielen wir jetzt. Ich fasse ihn mal auf. Pass auf. Sag, was spielen wir? Und dann nach dem Lied werden wir auf ein paar Fragen eingehen, die ich gesammelt habe im Q&A. Influencer-like. Ja. Rotzpippen, Tabdreht, Rotzpippen. Rotzpippen. Hat mein Bruder immer gern gesagt. Das ist ein Rotzpippen. Hat immer gern gesagt. Das ist ein Rotzpippner. Ja, hat immer geschimpft. Dann bin ich nochmal in Griechenland, war ich ganz Kind. Dazu, da kann ich was essen. Da, Ja, ist was. Da waren wir in Griechenland auf Urlaub, so Weihnachten, so ein Campingplatz und so. Und ich bin aufs Klo gegangen, das Kind, und bin, aber das hat so mehrere Eingänge gehabt. Und ich bin halt voll schau, ich mich nicht mehr auskennt. Nicht mehr gewusst, ich habe nicht mehr zurückgefunden zum Wohnwagen. Und da habe ich natürlich ein bisschen Angst gehabt und mir gedacht, ja, aber das wird schon wehren. Ich frage einfach wem. Der hilft mir zur Rezeption, das weiß ich, und die rufen dann aus. Und dann kommt der Vater oder die Mama, die kommt dann und holt mich. Das wird schon werden irgendwie. Naja, und das war so, also ich habe dann irgendwie gesagt, ja, also, bin da gestanden und gewarnt. Und dann, was ist denn los? Nicht irgendeiner hat gesagt, Austria, habe ich gesagt. Englisch? Ich wollte ja Englisch reden, nicht? Wollte mir verstehen, was Austria. Und ich dachte, ja, auf jeden Fall, komm, ich bringe dich zur Rezeption. Also, das waren, weiß ich nicht. Wurscht, auf jeden Fall sind wir zur Rezeption. Wunderbar. Der bei der Rezeption hat gesagt, ja, er weiß wo wir stehen, er nimmt mich
und geht nicht mehr zum Wohnwagen. Ja, wir gehen und ich war dann ganz fertig aufgelöst, nicht? Und denke, kommt mir mein Bruderherz entgegen. Mein Bruderherz kommt mir entgegen. Der Thomas? Ja, im Auftrage meiner Eltern, schau mal Richtung Rezeption, vielleicht bringen sie ihm gerade her. Das, ne? Na prompt. Na, und was war? Was hat mir mein 6 Jahre alt älterer Bruder dort so gesagt, wie er mich übernommen hat? Von Rezeptionisten, der noch freundlich und lieb war. Na, wart bis du daheim bist. Der Vater, der wird da Flaschen geben. Mein Vater hat noch nie eine Flaschen gegeben. Ja? Der wird da Flaschen an. Du Rotzpippen. Das wirst du sehen. Der Urlaub ist für dich gerannt. Du Rotzpippen. Da habe ich dann fertig gemacht. Und immer über mehr gewarnt. Und immer. Und bin dann zum Wohnwagen heim. Und natürlich nichts war. Nicht? Sag, na, hast du dich verrennt? Du bist falsch ausgegangen. Ja, der Auto war alles anders. Ich habe mich nicht mehr ausgegeben. Das findest du aber auch schon, nicht? Aber es war mein Herz allerliebster Bruder. Hat mich. Was sagt die Chrissy? Klein Klaus möchte vom Häusl abgeholt werden. Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ja, es war eine gefährliche Situation für mich, nicht? Fremd, im fremden Land, lauter Deutsche. Da kann man auch Angst kriegen. Nicht ein Campingplatz in Griechenland. Deutsche Holländer, Österreicher, nicht? In der Reihenfolge. Ja, gute Mischung. Ja, genau. Ja. Nein, da geht's durch. Nicht? Da haben wir gedacht, dass ich nur Hohn und Häme bekomme. Ja, die Anna Marschall fragt schon. Aber die Frage, die wäre jetzt gekommen, die habe ich mir notiert. Was war, wir machen zuerst das Lied. Wir machen zuerst ein Lied. Patrick, weißt du schon welches? Ich weiß schon welches, ja. Natürlich von uns eins wieder. Wenn wir schon beim Wein sind, müssen wir über den Biesenberg auch was singen. Ich habe einen Weingarten am Biesenberg. Das war schön, wenn das so war. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehm dort mein Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Der Zeit wird nur recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, damit kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Der Ratzit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg. Das Fleckerl, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Tripfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei,
das ist so der beste Tröpfelwein. Geht aber wie öd. Komponist Klaus Besteiger. Danke, Arrangement Patrick Rüttger. danke herzlich. Ein super Teamwork, die Nummer. Ich finde die echt leibend von dir. Großartig, großartig kommt Dankeschön, und Dankeschön. getextet und alles. Also Ich danke. ich lobe dich selten. Das weiß ich. Aber was er verdient hat, hat er verdient. Gut, ja, Das ist so. ist mir auch mal was gelungen. Ist mir auch mal was gelungen. Man freut sich. Großartig, wirklich Ja. gut. Bitte Raffi, so eine Bezirktion kann in der Jetztzeit als erwachsener Mensch auch passieren. Ja, das stimmt schon, aber meistens nicht. Also, es ist schon. Habe ich meine Umsatzsteuer ins Finanzamt überwiesen. Können Sie das Finanzamt brennt schon? Nein, können wir noch nicht. Austrian-Renner. Das können wir noch nicht. Das haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Gebe ich zu, offen. Sind wir nicht dazu gekommen. Leider. Der Rutger Matt redet halt wieder perfekt. Danke. 12:20. Nein, ist ja so. Danke. Redet immer perfekt. Manchmal spielt er falsch, aber perfekt, der Rutger Matt redet immer gescheit. Was soll ich da dran schlögel? Bin mal am Strand von Zypern, glaube ich. Mit 2 verloren gegangen. Ich wollte Eis kaufen gehen. Den einzigen Satz, den ich gesagt habe, Mama, Papa, fort. Großartig. Ja, das ist aber, muss man schon sagen. Ich hab ja 2 Brüder. Nicht? Also der Thomas Bastlecker, oft mit dabei. Und dann noch einen viel älteren in Roman. Und da waren wir mal, was weiß ich glaube in Pipione, keine Ahnung, wo wir da waren, die 70er Jahre, 80er Jahre. Pipione, Klassiker. Ja, wahrscheinlich. Kauerle, Pipione, Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, Kauerle war man nie, aber ich glaube Pipione. Ich glaube, es war ja wurscht. Irgendwo in Italien, klassische Urlaubsdestination des Österreichers im Wirtschaftsaufschwung. Ne? Lange was er nicht alle braucht. Ne? Das haben wir ja den Deutschen voraus, also jetzt sage ich zumindest denen, die weiter oben sind, wir sind ja recht schnell dort. Ne? Also wir haben ja nicht, wir sind schnell in Italien. Ja. Und auf jeden Fall, ich werde nicht alt, 3, 4 Jahre alt. Also ich kann mich gar nicht gescheit daran erinnern, aber es gibt Bilder davon, Dias, ne? Man drehen und Dias macht. Ne? Glas-Dias noch Ja, vielleicht sogar. nein, das nicht. Aber, und es sind natürlich die Geschichten da, weil es war so, dass also kurzzeitig mein Bruder, der älteste Bruder, weil also der Tom ist 6 Jahre älter, also der wird gewesen sein 8, 9 und der andere war halt um einiges, also schon erwachsen, 18, 19, 20, erwachsen, ja. was weiß ich. Und der hat also in Auftrag bekommen, er muss aufpassen auf mich. Für 1-2 Stunden oder was. Nicht? Dass meine Eltern halt, weiß ich nicht, ein Eis essen können oder keine Ahnung. Ja? So. Und dann, was hat er gemacht? Im Prinzip geschickt. Nicht? Man hat sich gedacht, natürlich, in dem Alter Teenager, hat sich gedacht, was mache ich mit dem kleinen Fraßsackerl. Und der hat einfach ein Loch gegraben am Strand. Und hat mir reingesessen, das Loch. Und das war eigentlich, und hat halt daneben sein Hetz gehabt, dann, hat gelesen oder irgendwas, was weiß ich. Und Mauernabroten oder so. Ja, dann muss man jetzt so machen als Teenager. Und dann sind meine Eltern gekommen und die haben das dann fotografiert, weil ich habe eigentlich versucht, wie so ein Schildkröte, der irgendwo reingefallen ist, ich habe versucht, irgendwie aus dem Loch rauszukriegen. Ne? Und das dürfte ein recht nettes Bild gewesen sein, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall, ja, mit meinen Brüdern einiges durchgemacht. Sagen wir so. So, was haben wir jetzt da? Ich bin hinten auch, nicht komplett. René Lemp ist dabei, jawohl, grüß dich René. Von wem ist das Keilen eigentlich? Früher dann fragt es. Tja, Sag's. vom gleichen, von dem der Biesenberg ist. Ich meine, Weingartner Biesenberg ist Skyline von Wien. Komplett von dir. Text und Musik von dir. Ein bisschen Arrangement von mir, aber das ist leicht zu arrangieren. Weil Sowas ist leicht. Das spiele ich nicht, das arrangiere ich nicht, das soll ich selber machen. Er spielt es ja, ne? Das sicher, das sowieso. Ja. Du, pass auf, dann spielen wir es gleich, oder? Ja. Wir sollen ein paar Fragen beantworten auch, möchte ich nur. Haben wir gesagt, nach dem Lied beantworten wir ein paar Fragen. Richtig, und zwar das erste war aber das finde ich jetzt da nicht, aber das ist... Familie Marschall? Habe ich Das da. erste oder was? Oder hast du es? Nein, ich hab's. Ich hab's jetzt auch nicht mehr da. Ich Bis wieder da wieder findet jetzt da ist. Ich hab's da notiert. Was war für euch die größte Enttäuschung
beziehungsweise die größte Freude oder Überraschung bei einem Live-Auftritt? Schwer. Das ist sehr schwer. Patrick, was meinst du? Fangen wir an mit der Enttäuschung. Boah, ich weiß es nicht. Kann mich nie an eine große Enttäuschung, größte Enttäuschung. Kann man reden, das war halt, wenn man so ausgebucht wird einmal so, weißt du, aber Haben wir nicht das ist gehabt, nie nein. passiert. Oder? Der ganzen Karriere nicht. Größte Enttäuschung habe ich keine gehabt. Bei weitem nicht die größte, aber eine Art von Enttäuschung. Haben wir gehabt, zum Beispiel, als wir in Enns gespielt haben, wenn eigentlich sehr viel ausgemacht ist, wenn alles passt so, und du kommst hin, erwartest der Bühne und alles Mögliche, Ja. und da wird gesagt, geht's durch, ne? So. Aber Und das ist- machen wir nicht. Nein, das ist aber nicht während eines Auftritts eigentlich, das war vor dem Auftritt. Nein, aber das ist Enttäuschung, ja. zum Beispiel so. Das ist ja, genau. Nein, sonst eine Enttäuschung. Was könnte eine Enttäuschung gewesen sein? Weil oft weiß man es vorher, dass wenn du jetzt sagst, Oh ja, wenn was angesagt wird zum Beispiel, relativ kurzfristig. ja, Weil zum Beispiel keine Karten verkauft worden sind. Das ist auch sehr selten passiert. ja, das stimmt. Gibt's ja. Ja. Kann vorkommen, aber sehr, sehr selten. Gott sei Dank wieder, nicht? Aber das ist eine Enttäuschung dann. Weil dann fängst du zum Grünen und denkst, was mache ich, was habe ich da falsch gemacht? Wieso? Das ist das, So. denke ich mir zum Beispiel nicht. Ich denke mir nur, ich weiß, ich habe gewusst, in Rutger muss ich anstessen. Krass. Naja, was? Das ist ein Rotzbieten. Was? Das ist Also Enttäuschung. Es gibt viele Momente, wo du sagst, oh ja, wie Corona war und alles angesagt worden ist. Ja, das- war ja, eine das kann man Enttäuschung. sagen. War wirklich, das war die größte Enttäuschung eigentlich. das Ausrufen des Lockdowns, Das war eine Kränkung, ich habe mich gekränkt gefühlt. Mehr. Wirklich wahr? Das ist, muss ich ehrlich sagen, ja, momentan, ja. Man dachte, Wir haben das gespielt. war eine Kränkung für mich, ja. Ist dann schnell vorbeigegangen, Gott sei Dank. wir haben gespielt, das war damals ein Montag, glaube ich, beim, Zehner Maria, Zehner-Maria, Dienstag, genau. Kann kein Montag gewesen Ein sein. Dienstag war das, Ein ja. Dienstag. Und am Freitag hätten wir noch... Ja, na pass auf, Ja, bei der Zehner Maria, an dem Tag, haben schon die Hälfte haben schon storniert. Der Leute angesagt schon, da war aber noch gar nichts gesperrt oder irgendwas verboten. Nein, aber es war oder schon im... Die Warnung ist schon rausgekommen, die Leute sind eher daheim bleiben und Nein, und es hat sich schon abgezeichnet, dass irgendwie was zumachen, kommt, ja. was kommt. Ja. Also die Leute haben sich nicht fortgetraut. Und das war eigentlich das erste Mal, ja, das war vielleicht eine Art von Enttäuschung, weil wir uns gedacht haben, bis der Deppert, die Hitten war ausgebucht und jetzt sitzen wir eigentlich vor 20 Leuten. Wir haben einen wunderschönen Abend gehabt, das weiß ich noch. Es war wirklich ein schöner Abend, ja. Kurzweilig, die Stimmung Ja, war gut. aber es sind ein paar Leute es gekommen. waren dann nicht 35 Noch Leute dazu, oder was, aber Und dann hätten wir noch gespielt am Freitag beim Dan Rössenköller und das war das erste, wo wir dann gesagt haben, das sagen wir an, weil da auch dann nur mehr 5 Leute waren. 35 Leute und mit der Serafine, mit der Familie Frömbitzki, haben der Serafine da gemeint, nein, du, also, sagen wir es gleich, aber die Serafine war dann auch froh, weil ich hat gesagt, du, besser, vielleicht haben wir eine schlechte Nachricht, dann ist wirklich irgendwo eine Ja. Infektion an und dann Nein, vor allem, es zahlt sich nicht aus. zahlt sie nicht aus. Ich meine, Das muss ist man ja auch sagen, es Wahnsinn, zahlt sich auch finanziell nicht aus. Muss man wirklich so sagen, Nein, das für 5 Leute brauchst du nicht, also jetzt für mich ist das ja nicht weit, aber der Patrick muss ich da durchs Weihviertel runter. ich fahre 45 Kilometer, Also runter, 50 wozu, Kilometer ja. runter. Und bei 5 Leuten ist die Gage jetzt kein Thema. Ne? Geht ja nicht mehr ums Geld, aber man muss das auch natürlich irgendwo berechnen. Aber auf jeden Fall, das war so eine Woche, die wirklich ganz spannend war diesbezüglich. Das war vielleicht die größte Enttäuschung. Kann man sagen, vielleicht, ja. Ich weiß aber schon, was ich wirklich eines dieser Highlights war, wo ich mich gefragt habe, das hat aber auch nicht auf der Bühne eigentlich, sondern das war, wie ich erfahren wurde oder gebeten wurde, die 16er Buben sollen am Ball der Wiener Philharmoniker spielen. Wie ich die E-Mail gekriegt habe. Unvorbereitet eigentlich. Ein bisschen was hat es Kassen so vor, ich werde jetzt beim Philharmoniker vielleicht spielen und so. Und aus dem Nichts kam im August vor ein paar Jahren dann einfach die E-Mail, ob wir den wollen, und also die Formulierung auch, ob wir das überhaupt machen und so. Das hat mich damals schon mit Stolz erfüllt, muss ich ehrlich sagen. Ja, das stimmt schon. Das war wirklich schön. Das war eines der schönsten Erlebnisse eigentlich. So. Stimmt? Vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Also das ist bei mir auch ganz oben. Ganz oben eigentlich, angesiedelt.
Was jetzt aber, trotzdem jetzt gehen wir nochmal auf die Frage ein, während eines Live-Auftritts. Ja. Was haben wir da schöne Erlebnisse gehabt? Für mich, eins zum Beispiel, eins war schon, wie der Hodiner Karl als Besucher da war. Ja. Das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ist so deppert. Da kommt wirklich ein Idol, kommt zu deinem Konzert. Das war für mich so ein Punkt. Was fordert man noch ein? Ja, gibt so viel. Es gibt, aber wenn man so sagt, die schönsten oder die tollsten, ist wirklich schwer zu sagen. Wir haben dauernd so schöne Erlebnisse. Das ist. Ja. Hat der Klaus einen Ghostwriter? Frage für einen Freund drinnen. Nein, ich bin der Ghostwriter. Ja, ist es, ja. Ja, wenn ein Tisch beim Taschler ständig redet und trotz mehrmaliger Aufforderung nicht aufhört. Ja, das ist jetzt, aber das brennt sich nicht so ein, dass ich sagen könnte, das ist jetzt der enttäuschendste Moment, aber das sind sehr enttäuschende Momente. Ja? Weil ich mir dann wirklich manchmal denke, für was mache ich das eigentlich? Für was kommst du eigentlich da, wo die Musik spielt? Ja. Geht zu einem anderen Heiligen, wo keine Musik ist, ne? Ja, manchmal denke ich mir das aber für mich selber, dass ich mir denke, für was mache ich das eigentlich? Das ist sinnlos, ne? Für wozu mache ich das eigentlich? Ihr Wiener habt es gar nicht verdient, denke ich mir, weißt du? Kurzfristig natürlich, ja. nicht? Aber oh ja, eines der schönen Erlebnisse war zum Beispiel auch beim Auftritt, wie die Trude Mali bei uns war. Ja, war schön. Trude Mali, eine Legende in Wien, eine Wiener Sängerin, eine Wiener Sängerin, Dudlerin, die letzte Dudlerin eigentlich gewesen, hat sie immer geheißen, von der alten Garde noch, die letzte noch lebende gewesen. Und die war 2 Wochen vor ihrem Tod, war die bei uns im Neustift am Wald, wie wir gespielt haben, auf Besuch bei einem Konzert. Und wie das Konzert, wir haben fertig gespielt gehabt, ein paar Botzen Stimmung, alles, und wir setzen uns so zur Trude dazu noch. Und ja, und die Trude so, okay, die jetzt ein bisschen was mit mir noch machen, begleitet mich noch. Und die Trude hat noch gesungen, das war einfach eine Stimmung in dem Lokal auf einmal, du hast der Stecknadel vorhin gehört. Die Trude hat ganz leise nur mehr gesungen, aber fehlerfrei wie immer. Und das war auch so eines der schönen Erlebnisse, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Das stimmt. Trude Mali, das war, gut, sie hat tatsächlich, wir haben uns ein paar Mal Besuch gehabt, aber das war irgendwie ein besonderer Abend. Ja. Ich meine, wir haben alle nicht gewusst, dass sie bald stirbt, nicht? Aber sie war natürlich schon halt, ja, aber sie war jetzt auch nicht krank. Oder so. Krank war sehr, die ganze Zeit schon aber schwere halt Diabetiker und. Aber es war nicht so der Anzeichen, dass es jetzt da quasi zu Ende geht, nicht? Ja. So geschwind. Aber das war stimmt, ja, das war auch eine sehr, sehr, sehr große Geschichte. Ja. Zwischendurch übrigens Manfred Kraft endlich wieder mal dabei, große Freude. Das heißt, er sagt, von einer Bekannten wurde eure CD Weingarten am Biesenberg bereits sehr gelobt. Danke dir, leibende Bekannte hast. Ganz leibend. Ganz leibend. Ein Erlebnis weiß ich auch noch. Jetzt kommt es, wenn man so nachdenkt, so reüssiert. Da haben wir gespielt für irgendeiner Veranstaltung, das Wernherrn oder was, und ein Interview hat es gegeben, mit Hodiner und wir gemeinsam. Ja. Das war gut erzählen, die Geschichte. Das war großartig. Das war großartig. Da sieht man die Größe von Karl Hodiner, Unglaublich. die er gehabt hat. Das war ein Wernherren-Veranstaltung, also ein Wiener Liedfestival, Wernherren, irgendwo in Grinzing war das, glaube ich. Irgendwo in, ich glaube in Grinzing. Grinzing quasi, ja. Und bei mehreren Heirigen, ja. Genau, und der Hodiner steht und es kommt das Filmteam vom Seitenblicke und berichtet und sieht den Hodiner nicht, und der Hodiner plaudert gerade mit Patrick so nicht, und die kommen so her zum Hodiner und sagen, ja, Herr Professor, Jahre her. Ja, was weiß ich, brabbel, nicht, irgendwas, und er sagt ins Mikrofon so eine, zahlt den Patrick so her, sagt er, wissen Sie, ich habe gespielt, beim Heirigen ist der junge Mann gekommen und hat sich interessiert für die Wiener Volksmusik. Und 5 Minuten später hat er besser gespielt als wie ich. Und ist gegangen. Und hat den Patrick stehen lassen vor der Kamera. Und er hat sich geschlichen. Also, und daraufhin hat sie natürlich jetzt mit mir ein Interview geführt, war leibend. Ja. War sehr leibend. Also, Gabi Hastler war das da. Ja, genau. Also eine Größe, absolute Größe, weil Absolut, ja. das macht nicht so viel. Ja. Das macht nicht so viel. Das war leibend. Ja, ich meine, es war schöne nicht Erlebnisse notwendig gibt es ja tausende, gibt es ja viele. Ja, Und auch enttäuschende gibt es ja auch viele. Nicht? Was da, Ja. aber so, dass ich sage, das Enttäuschendste war das Größte, das wüsste ich jetzt nicht. Könnte jetzt. Nein. Also das, was wir jetzt gesagt haben, das war das, was uns einfällt. Ja.
Sagt, warum stört es euch, wenn die Leute reden? Ist das nicht das Geschäft von heurigen Musikern? Fludern. Naja, ich muss sagen, ja und nein. Ja und nein, es hat sich irgendwann dazu entwickelt. Das war natürlich nicht so. Das ist eine Musik, das ist keine Untermalung. Das ist eine Musik, die gespielt wird und die Leute mitgesungen und mitgelacht und mitpasst. Aber so, dass, wie es dann so seit den 60er Jahren entwickelt hat, wo die Musik durchgegangen ist und die Leute haben geredet und mehr oder weniger, es war quasi der, ja, weil es ein Radio halt noch nicht gegeben hat im Haus oder sonst was auch nicht durchgegangen. Das ist irgendwann, hat sich das so negativ entwickelt. Das Problem ist das, wenn man, also heute würdest du ja auch gar nichts mehr verdienen. Also rein geschäftlich bringt das gar nichts, wenn du spielst und die Leute unterhalten sich und hören die gar nicht, dann kriegst du auch kein Geld. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Wiener Musik überhaupt nicht geeignet ist für den Hintergrund. Nein. Überhaupt nicht. Wenn du den Text nicht hörst, wenn du die Musik, die Melodien, die Harmonien nicht aspirieren kannst, dann brauchst du das nicht. Dann brauchst du kein Wienerlied. Das ist vollkommen fett wurscht. Das ist einfach eine Unsitte, die sich so in die 50er, 60er Jahre begonnen hat zu entwickeln, wo man dann halt sagt, ey, die Schrammeln, kommt her, spielt's. Das war früher nicht so. Die Schrammeln früher, das Schrammelquartett, die Schrammeln waren, das war eine Besonderheit, das war etwas Besonderes, wenn man das überhaupt gehört hat, wenn man auf den Platz gekriegt hat. Das war ein Konzert beim Heiligen. War ein Konzert. Ja. Da hat es aber auch die Pausen dazwischen gegeben. Nicht? Ich meine, da ist geredet und Hallo oder was. Nicht? Aber wenn gesungen wird und gespielt wird, da ist es halt... Ja. Ruhe. Und das ist jetzt so. Und heute, jetzt kommt eben das dazu, wo der Flöter zu Recht das natürlich fragt. Ja, ja sicher. Und heute ist es natürlich so, dass es ja schon keine Musiker mehr gibt, keine Wienerliedmusiker. Sehr wenige, ganz, ganz wenige. Eben ein paar sind da. Der Manfred Kraft ist dabei, der Franzka ist dabei, der da ist. Einige, also es sind der Rudi Corpesso. Und dann vielleicht habe ich jetzt einen vergessen, vielleicht nicht besser. Die Maggie ist jetzt keine Wienerliedmusikerin, aber eine Musikerin, die das gut kennt. Alles. Es gibt nicht so viele Musiker mehr und das ist das Wienerlied als ganzes Jahr in der Versenkung, in der Vergessenheit eigentlich verschwunden. Und wenn ich jetzt sage, jetzt erhalte das Lied gut und ich setze wohin und lerne das, das ist ja nicht alles einfach so, das kommt ja nicht von selber, das musst du ja einstudieren, ja, das musst du ja lernen. Und du sitzt so da und du spielst das und du denkst, da bist du bei den Spielen ein Liedl, das ist aus dem 18. Jahrhundert, das sind die ersten Teile, das haben unsere Urgroßväter gespielt und gesungen. Und ich sitze da und schaue mir die Leute an, wie es quatschen und reden und saufen und fressen. Und ich denke mir, Leute, wisst ihr eigentlich, das, was ihr da jetzt Herz ist nirgends mehr. Und wenn wir... Und das sind aber oft dann die Leute, die dann wegen einem Interview irgendwo, wenn sie interviewt werden, sagen, ich meine, die ganze Wiener Musik, das stirbt alles aus, ich weiß nicht, und da gehört was da. So, erst du sitzt jetzt genau beim Heurigen da. Ja. Du hast die Einser-Garnitur an Musik da. Interessiert es nicht. Und ich meine, es ist gar nicht einmal so, Einser-Garnitur Musik ist natürlich auch was. Nicht für uns jetzt. Aber dann so wie der Rodin auch gesagt hat, hast du was auf, die D-Lieder vom Werner Gmied, als Werner Gmied hat 12 Teile insgesamt. Ne? Die haben wir einstudiert. Und jetzt spiele ich es und es ruft keiner zu. Das ist eigentlich, brauche ich es ja nicht spielen. Da brauche ich es aber auch nicht einstudieren. Für was, ne? Ja. Wenn sich keinen interessiert. Ne? Und das ist, weil eben irgendwann in den 50er, 60er ist überhaupt das nicht als Wiener Lied. Die Musik verkommen zur reinen Unterhaltung. Ihr müsst euch das ja vorstellen, bis zur Radio oder bis zur Elektronik, da hat man gehabt, wenn man es gehabt hat, an Grammophon oder Live-Musik. Ja. Das war die einzige Möglichkeit, zur Musik zu kommen. Du kannst, also die dritte war selber singen, selber spielen. Also selber Instrument kennen oder Singer kennen, ein Grammophon daheim haben und entsprechende Schellack oder Schallplatten oder was immer dazu. Oder du gehst dorthin, wo Live-Musik ist. Das waren die Möglichkeiten. Und dann irgendwann hat sich das halt so ergeben und dann ist das Ganze ein bisschen so verkommen. Und das ist eben auch etwas, wo ich sage, sind die Musiker ja mit schuld, muss man auch sagen. Klar. Und da denke ich mir heute,
wenn ich wo spiele, jetzt wenn wir spielen bei einer Firmenfeier, bei einem Geburtstag, bei einer Hochzeit, na, da verlange ich nicht, dass man wer zuhört, aktiv jetzt konzertmäßig. Da ist ja ein Festel und wir sind dazu da, dass wir das Festel entsprechend untermalen. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich spiele, konkret, heute gibt es eine Musik. Heute Musik und beim die Heiligen, spielt einmal im Monat, an dem Abend tut. Ja. Und da muss man auch streng sein, finde ich. Ja, absolut. Weil ja auch viele Menschen kommen, um uns zu hören. Oder die Musik zu hören. Und die werden ja auch gestört. Und für mich ist das halt auch so, jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu, Flut, und dann bin ich mit dem Thema durch. Aber jetzt kommt noch ein Punkt dazu, was ich Wenn ich anfange. Ja, genau. Ja. Dann übergebe ich das weiter nicht. Nein, aber das ist, weil wir da genau gleich auf gleicher Welt sind. Das nächste ist das, da wäre ich zornig, das hat mit der Musik gar nichts zu tun, sondern wenn Leute auf einem Tisch sitzen, sie unterhalten lautstark, obwohl alle anderen Tisch ruhig sind. Das kennt ihr nicht, von meiner Erziehung her nicht. Das kennt ihr nicht. Ich kann nicht in einem Lokal sitzen und mit dem Patrick lautstark unterhalten und mit Glaseln zusammenstehen und hallo! Ganz rundum und da ist ja Musik. Es wurscht, welches Genre von Musik das ist. Oder ich komme in ein Lokal rein und merke, da spielt er Musik. Und komme ich, Servus, grüß dich! Das ist gerade die richtige Stimmung. Ich meine, das macht man ja nicht. Man muss jetzt dazu sagen, Oft in der ersten Emotion kann das schon passieren, wenn er reinkommt. Aber da klingst du eh gleich wieder ein, denkst Entschuldigung. Nicht? Aber Nein, nachher kriegen das nicht einmal mit. und da hat er nicht Oder die stellen sich noch vor die Musik ja, das und bleiben nicht da vor dir stehen und reden mit der. aber das sind schon Sonderfälle. Das sind Sonderfälle. Das ist schon so. Aber das ist, da hat ihm der Flur dann auch nicht ganz unrecht mit diesem Nebensatz, dass man das nicht gewohnt ist als heurigen Musiker. Also gewisse Dinge, also es ist ja nicht wie in einem Kino oder in einem Konzertsaal. So ist es nicht. Aber eben, also wir sind mehr gewohnt, sage ich jetzt einmal, als eben jetzt, wenn man in einem Konzertsaal sitzen würde, das ja auch. Aber eben so eine Grundaufmerksamkeit, auf die bestehen wir. Bei einem Konzert, bei einem Geburtstag und bei einem Festel nicht. Da spielen wir, da sind wir engagiert, wir spielen und die Leute, die es hören wollen, die kommen nicht rüber und die anderen sind weiter weg, also das geht. Ja. Egoisten sind eine Egoisten, die änderst nicht. So ist es Christopher Tag. Ja. Wenn der Klaus spricht, haben halt einfach alle anderen zu guschen. Christoph Acker. Na schau, er bringt manchmal schon was Gescheites. Mach mich schreibt da gar keinen Blödsinn. Ja, und die Erziehung lässt ja manchen Menschen zu wünschen, Fritzel-Status, ja. Und das ist das, was ich am meisten, oft dann, was mir am meisten ärgert, weil man denkt, das gibt's ja nicht. Merkt ihr, was hat es für Leute, was habt ihr für einen Sinn? Rundherum ist alles, im Gegenteil, nicht nur, dass alle ruhig sind. Die Hälfte haben schon dreimal umgerufen zu dem Tisch. Ruhe! Bitte, da muss. Und wir halten halt, naja. So. Ja. Danke für euer Statement. Flur dann. Ja, was glaubt, das war jetzt ein Statement. Okay. Das war jetzt ein mörderisches Statement, aber ich danke dir schon für deine Frage oder deinen Hinweis. Das war natürlich interessant. Ja. So. Heute haben wir eine richtige Heurigenstimmung. Es wird gesudert und früher war alles besser. Was soll ich sagen? Naja, Heurigen Fonte. Wenn du wissest, wie besser alles war. So. Was haben wir da noch? Was haben wir da kurz drüber geschaut? Ja. Der René Lemp sagt auch richtig. Ich finde es krass, wie viele wahnsinnig gute Musiker daheim im Kämmerchen spielen. Ja, weil es ja keinen Sinn hat, woanders spielen. Muss man jetzt echt sagen. Das ist ja ein harter Weg, dass du irgendwie hinkommst, wo du sagen kannst, jetzt kannst du wirklich deine Musik präsentieren oder deine Kunst. Das ist ja bei uns, das ist jahrelang ist das, es ist so. Naja. Aber gute Erklärung, sagt der Peter Raffelseder, danke. Momentan wollen sie beim Heurigen einen Austropop. Ja, das ist gerade voll aktuell, weil es gerade draufgekommen, dass das gibt. Ja, das war jetzt lange in Versunkenheit, der Austropop, jetzt sind sie draufgekommen, ja, es gibt ja wieder Dialektlieder, Leibern. Ja. Es gab mal eine Zeit vor Spotify, ja. Das Online-Publikum schaut konsequent zu. Herr Busch, ja. Danke eurem Engagement, also Christoph Pristonik. Markus Pristonik. Danke schön. So, so, Patrick, jetzt spielen wir was. Jetzt spielen wir mal gesudert. Du hast den Mund voll. Jetzt haben wir gesudert. Aber das ist Nein, was. gesudert natürlich nicht, nein. Klargestellt, erklärt einfach ganz.
Warum man das, und manche Leute lassen schon mit sich reden auch, muss ich sagen. Also nicht, wenn man das sagt, wir haben da gespielt, beim Taschler. Es war beim Taschler ist einer gekommen, das war das erste Konzert beim Taschler, nach dem Lockdown, wo der Geburtstag war. Ich glaube, die trat durch. Ja, da haben wir im Freien draußen gespielt. Ja. Ist das nicht der, was vielleicht der Christoph Acker gemeint hat? Ich glaube, die trat durch. Ja. Wir haben dort gespielt und die haben beim ersten Konzert nach dem Lockdown, der Lockdown war 3-4 Tage vorbei. Und da haben welche die Chutzpe gehabt, kurzfristig beim Wirten sagen, also die haben reserviert für 5-6 Leute und dann ruft am gleichen Tag an und sagt, du, wir waren 18. Also allein schon das, da steige ich aus, tut mir leid. Ich verstehe nicht, was in so einem Hirn vorgeht. Lauter bessere Leute, ist ganz klar. Ja. Lauter bessere Leute. Ja, dann sind die gekommen und der Manfred hat gesagt, ja, ich kennt schon, wenn es nicht regnet, kann es drinnen sein. Aber es ist halt Musik. Nicht? Ja, sehr leibend, Musik, ja, wollen wir eh. Und die wollten immer auch so Unterhaltung haben. Nicht? Alle da wollten sich aber nebenbei unterhalten und der Rest, der ganze Garten war still. Und der war stinksauer. Und nur die, ja, und alle. Auf die Aber 18. Genau, lauter Stromer Markus und ich war dabei, richtig. Und da bin ich aber dann zu dem hingegangen und habe gesagt, hörst du, alles Gute zum Geburtstag, das freut mich voll total, aber du, das ist ein Konzert, das geht nicht, ja? Die Leute sind alle stinkert, weil da vor euch ein Tisch sitzt, die anderen waren nicht drinnen, es hat mörderisch laut, nicht? Das kann es nicht sein. Und das hat sich dann aber wirklich geregelt. Ich habe gesagt, ja, pass auf, dann setzen sie die Leute aus, die wirklich die Musik hören wollen. Genau. Und die anderen waren drinnen, haben drinnen Wirbel geschlagen. Aber allein diese Idee, dass ich nach dem Lockdown sage, ja, erst wir machen einfach Hochzeit. Ja, der Wirt hat nur Platz oder so in die Richtung. Nein, rücksichtslos. Euer Präsident ist doch runtergekommen, Christoph. René Lem zum Christoph. Euer Präsident ist... Der Zonko. Der war aber an dem Mund nicht. Das war nicht der Mund. Wenn du das meinst. Das weiß ich jetzt nicht. Na gut. Jetzt einmal einen Schluckerl. Patrick, muss man nachschenken, jetzt spielen wir was. Ich schenke dir den Rest nach, ja. Willst du einen Kuchen? Soll ich noch holen? Nein, danke, es ist Glück. War gut, gell? War sehr gut. Schlingermarkt am Samstag. Das ist eine Frau. Ein Schlückchen schenke ich mir auch noch ein. Halt das schön, gell? Da ist eine Frau, die backt selber. Ja, das merkt man. Das ist Das alles selber gemachte Ding. So richtig so daheim in der ganz normalen Haushaltsküche. fantastisch. Die hat immer super Sachen. Ein Wahnsinn. Nein, wenn man gesund ist und kein Geld hat. Nein, Rudi, das kann ich nicht. So. Boah, jetzt habe ich aber viel geredet. Jetzt müssen wir einen Schluckerl einmal nehmen, nicht? Ich muss das pickelnde Zeug anschwammen, weißt du? Aber das Wasser erwischt. Ich habe das Wasser erwischt. Aber ich muss als Influencer muss ich natürlich eintragen, dass die Leute sehen, wo wir alle influieren. Hm? Wo wir Infusion, Ja. influenzieren. Influenzieren. Folget unseren Plattformen. Abonniert den Kanal. Ja genau, wir haben ja gesagt, jetzt haben wir ganz vergessen schon wieder. Wir wollen ja bis Ende des Jahres 1500, haben wir gesagt. Das sind, was haben wir jetzt, 1280, glaube ich. Ja. Das sind 120. 220 Abonnenten, die wir dazu gewinnen müssen. Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, aber ihr könnt uns helfen. Ihr könnt uns helfen, teilt bitte unseren Kanal, sagt es euren Freunden, euren... Empfehlen Sie uns ja, weiter. Genau, empfehlen uns aber weiter und sagt erst die zwei Burmen, schau die zwei Armen, los, schau, die spielen eh schon was. Die zwei nicht, die spielen eh allein und macht ihnen auch Freude, zu Weihnachten, macht ihnen auch Freude, haut eine ein Abonnement, sagt man das? Abonnement. Ein Abonnement. Ein Abonnement. Ein Abonnemente auf dem YouTube-Kanal, dass wir 1500. Ist ja wurscht, weil wenn wir 1500 nicht schaffen, aber vielleicht halt mehr, ne? Vielleicht mehr als 1280. Dann haben wir mehr als jetzt, auf jeden Fall. Und das war schon leibend, das hätten wir uns auch wünschen. Sicher. Wäre auch ein Ausdruck sozusagen des Erfolges. Absolut. So, jetzt der Rudi Korbis, 32 Groschen. Das machen wir. Das machen wir sofort. Hermann Leopoldi.
Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben, da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich, und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen heut die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge, immer lachendem Bein. Das Mädel, das ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen 30 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, nur so streiten sie hin und so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, ja, so macht es die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick. Aber ich, wenn ich her Politik, naja, da kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Da draußen heut die ganze Welt in Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dich noch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneiden und Heucheln hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist so mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl, jawohl. Erheben wir das Glas. Müssen wir. Unbedingt, ja. Die Achtel von einem Mir Danke. gefällt's, ja. Danke vielmals. Jetzt juckt was ich mag. Ich mag juckt. Prinz, oder was? Nein, es juckt, wenn ich sage juckt. Und wo ist das? Sehr zum Wohl. Wo ist das falsche Glas gegriffen? Ist das? Jetzt Sehr einmal zum Wohle, Prost zum Wohl. auf euch. Danke schön, dass ihr uns da begleitet. Bei der 91. Bablatschen. Und wie gesagt, hilft uns dabei, dass wir die Abonnenten steigen. Und, das lasse ich auch gleich noch mal durchrennen, weil ich sage einmal, finanziell kann man uns auch immer helfen. Da bin ich immer Riesenfreude, wenn ein Geld einwandert. Und ja, hier könnte eure Werbung stehen. Also vielleicht nicht direkt auf dem Bredel, vielleicht kann man das dann mal schöner machen, aber wäre eine Möglichkeit. Zockers Welt ist natürlich dabei, ist ganz klar. Verständlich. Ganz klar. Klar. Nicht? Aber das war was. Ich muss mal einen Schluck Wasser noch. Immer was. Ja, schenk mir auch Wasser. Ein Wasser kannst du mir einschenken. Schon sehr süß, das Süße. Ja, das ist oft das, wenn es ist. Kannst du ein bisschen... Ist das? Nein, hier ist. Ja, das ist so angerannt. Naja. Hier ist, da liegt das so am Glas. Ja, der Dennis, aber ich weiß, Entschuldige. Wahnsinn. Ein Wahnsinn, so mein Lieber. Schon Ja, langsam, ich gehen wir in die Zielgerade. Ja. Der Wein geht aus. der Wein geht aus. Zähne und dann sagen. schnell drunter. Naja, schon. Will man noch ein paar Nummern? Wir sind bei 1,5 Stunden. Das macht ja nichts. Wir sind noch drunter. Naja, das können wir nicht tun. Das können wir nicht tun. Da sind wir nicht. Na hörst. Das können wir so nicht. Ich weiß nicht. Na, knapp vor 10 sind wir schon. Ja, aber. Das spielen wir mal was. Ich will mal was. Was machen wir denn? Das ist Jazz-Haberleik. Schon wieder, wir spielen die ganze Zeit. Das ist ja, Was ich ganz machen wir mal was an. Machen wir mal was Altes. Was? Was Schönes. Machen wir die Ruf- und Leiertänze. Die haben wir Ja. schon lange nicht gemacht. Eine gute Idee. Da müssen wir nämlich ein bisschen üben, sollten wir die. Immer schlau. Wir üben gleich vor Publikum. Genau. Das ist Na was denn? Ruf- und Lehrtänze. Altes Stück, uraltes Stück. Alt, ja. Der älteste Teil ist. Irgendwann im Mittelalter, geht ins Mittelalter zu. Geht ganz ins Mittelalter, deutlich, ja. Was, Christoph Acker, die Motothek sollte eigentlich was zahlen? So oft, wo du schon davon erzählt hast. Stimmt, Motothek ist Eigentlich, ja, genau, ja. Ich meine, ja. Gut, ist meine Werkstatt, ne? So eine kleine Gratis-Reparatur mit was. Ja. So gratis Reparatur, man braucht nichts reparieren. Ne? Das, was repariert wird, zahlt die Versicherung. In dem Fall, ja. Ja, Wenn das, man- dann braucht keine Reparatur mehr. Ruf- und Leiertänze. Uralte Eine Stücke. Reifenspende einmal oder so vielleicht. Eine Reifenspende, ja, das war's. Das war was. Eine Reifenspende, ja. Das ist nicht so auszahlen. Ja. Gehen wir so. Ich muss kurz ausblasen. Bin draufgekommen beim Reinigen, dass ich da am Metallstab, dass da ja auch der ganze Lurch schon drinnen ist. Das sieht man eh nicht. Ja, aber ich hab's jetzt gesehen von da so oben. Das hat mich jetzt gestört. Jetzt ist es verstimmt. Aber gar nichts. Das mag stimmen, die Sachen. Aber geh. Na, stimmt.
Geile Nummer einfach. Ich finde die echt geil. Christoph Acker sagt zu Recht, ich mag die Lieder ohne Texthänger. Ja, das hat einen Vorteil, das muss man wirklich sagen, einen Vorteil. Frastacker, was Frastacker? Machen wir gleich was Orientalisches. Ja, bin ich gleich dabei. Dann warte ein bisschen, warte Ja, schon, aber schnell um. schon umgeschirren wieder. Schnell Ne? um. Ist aber ein Schlag? Ist schon, ja, geht schon. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Spruch. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für erlebt, waren im Unglück vereint. Wir sind die besten Freunde. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere sitzen und anderes essen. Aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist uns, seine ist fern. Aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, waren im Unglück vereint. Ja, wir sind die besten Freunde. Happy bin nicht mit der Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nicht mit mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Ja, wunderbare Nummer. Happy Happy. Schön. Der Markus Besonnes hat schon ihr und die Texte von der Kuri grandios. Yes. Danke dafür. Die Roten Achtel von einem, wir danken euch herzlich. Super. Das ist eine schöne Nummer, ja, also gefällt mir selber auch. Und ist ja eben was eigentlich
Absolut, ja. Eigentlich auch was Seltenes, weil die letzten Lieder, die über die, sage ich mal, die neue Wiener, nicht? Geschrieben, das war die Ziegelbehm oder was. Also das, Viel bämische Sachen, ne? aber nicht einmal da viel, ja, aber das war's. Also man hat sich gar nicht so viel. Das Jiddische zum Beispiel tatsächlich hat sich im Wienerlied gar nicht so durchgesetzt, obwohl ja sehr, sehr viele Juden Wienerlied-Texter und Schreiber waren. Ja. Und das war halt alles Wien bezogen, aber so das sagst du jetzt so, das Jiddeln eher so ein bisschen so ein Kabarettlied oder Hermann Leopoldi, so, da findet man ein bisschen was. Aber sonst eigentlich ganz wenig. Gar nichts, fast nichts. Ja, Hermann Leopold ist interessant, eigentlich, der hat fast nie geidelt, solange er in Österreich war. Ja. Aber auf Englisch dann, während in den USA war, hat er geidelt, das war unglaublich. Der Hermann Leopold in Amerika auf der Schallplatte da hört man, das ist irrsinnig. Ja. Also wenn er Englisch, sagen wir, bis der hat wirklich geidelt. Das war grandios. Grandios auch. Schade, dass man das heute gar nicht mehr hört. Das ich finde das sehr charmant. Also, ja. Das ist Ja. Da steht der René Lemp. In einer guten Woche bin ich bei den Habibis. Da schau her. War nicht, also auf Urlaub aber, oder beruflich oder gar mit Motorrad. Nein, mit Motorrad nicht mehr, oder? Aber Urlaub, nicht mehr leibend. Super. René Lemp bin ich dann neidig. Die neueste Nummer kommt doch immer zum Schluss. Ja, ist ja nicht die neueste Nummer. Aber was ist mir da? Irgendwas? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich stehe auf der Saft. Wie man so schön sagt, ich stehe auf der Saft, komme ich nicht aus. Ich traue mir das Acht nicht austrinken. Weißt du, das ist dann ja, das ist ein bisschen rein, ne? Es ist 22:05 Uhr, ist es bereits, nicht? Das ist da noch irgendwann mit einteilen muss. Das musst du einteilen. Musst du einteilen. Musst du Mehr gibt's einteilen. nicht. Das ist Du. Die blaue Tinten könnte man spielen. ja, eine wunderbare Nummer. Meine Kinder, die fliehen und dann die trotzdem niemals kriegen. Wenn ich fordert recht tief, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu mir, so kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne ihn, für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Und schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir, so kommt dann mein Lieb zu dir, als blaue Tinten auf Papier. Spür's mal, Maria. Wenn ich wisset, was
was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst. Hab ich mein Mut vergraben ganz tief, so schreibst du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lied zu mir, so kommt dann dein Lied zu mir. Alles blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Ja, ein schönes Lied. Auch ein schönes Lied, nicht? Als blaue Tinten. Das bleibt drin. Glas P. Stein. Ja. Das war tatsächlich ursprünglich ja als Gedicht geschrieben gehabt. Das war ein Liebesgedicht, was ich da verfasst habe. Und dann irgendwann, nachdem ich es dann schon für 4 oder 5 Malen verbraucht habe, habe ich mir gedacht, na gut, jetzt mache ich ein Lied draus, dass wenigstens einen Sinn noch hat. Wirklich wahr. Ja. Ja, ist wirklich. Das ist Ja. Ich sag's, wie es ist. Man ist ja immer da recht unromantisch dann in der Realität. Ne? Aber, ja. Was soll man machen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist man nicht dumm. Nein, in der Realität und so. Nicht? Weil, wie gesagt, ich habe ein Liebesgedicht geschrieben, nicht? Also für eine. Da habe ich mir gedacht, na gut, bei einer anderen habe ich mir gedacht, naja, weil ich schon habe, nicht? Ich brauche ja nicht, das war schon drum. Nicht? Schreibst ein Liebesgedicht und es ist verpufft. Nicht? Hat er keinen Erfolg gezeigt. Bei der zweiten, dritten, ich weiß nicht, wie viel ich es vorgelesen habe oder vorgetragen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, weißt du was, jetzt wenigstens, dass ich irgendwas davon habe, jetzt vertonen ist, dann habe ich ein Lied. Dann habe ich wenigstens ein Lied. Das war der Plan. Es ist schön für alle, so Herrens mehr, bringt dann jemand an. Nicht? Ich meine, das darf man ja nicht so acht lassen. Das stimmt natürlich. Ja. Ja, und weil vorher schon der Raphael Illmeier, der Raffi, schon gemeint hat, ob wir ein favorisiertes Weihnachtslied haben. Ich habe mehrere. Aber die sind zum Teil, also wirklich so ganz traditionelle Volkslieder, wie zum Beispiel, also nicht Volkslieder, sondern eigentlich aus der Volksmusik stammen. Mein liebstes Weihnachtslied ist Jetzt ist der raue Winter da. Mhm. Muss ich nachdenken eigentlich. Das ist super. Also mit Hockbrett und was. Jetzt ist der raue Winter da. Stille Nacht, Heilige Nacht ist wirklich mein Lieblingslied. Ist auch. Also habe ich auch. Absolut. Habe ich auch sehr gern. Ja. Ja. Habe ich auch sehr gern. Aber das war jetzt so, Weihnachtslied. Tatsächlich wienerisch gesehen gibt es gar nichts. Also Nein. wienerisch gibt es keine. Wir haben sogar Rücksprache gehalten, jetzt mit mehreren Fachleuten und Fachkräften auch. Ja. Die haben gesagt, nein, Ja. das ist. Ich habe damals schon geschaut, im Volksliedwerk, Ja. im Archiv, ob es da was gibt. Es gibt nicht wirklich. Es gibt natürlich neuere Lieder, aber das ist jetzt nicht im traditionellen Wiener Lied. Ist es Weihnachten? Kommt nicht so. Das ist Christoph Ackerhofen, ich höre das die Uschi jetzt nicht. Naja, das war lang vor das Lied ist ja wirklich schon. Also der Text ist wirklich alt. Der Text Das ist sicher schon 15, 20. Ja, 16, der wird schon bei 20 Jahre sein. seit Der 2 Text Jahren auch, ja. Ja, Ja, das ist 27 Jahre sind wir im Mund zusammen, gell? Fällt mir gerade. Ja, der Markus bist du nicht. Dann haben wir halt ein Lied draus gemacht, wegen der Reichweite. Weißt. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit dem Text? Ich kann es nicht noch einer vorlesen. Ja, wie wirkt denn das? Ne? Und dann habe ich aber in Anlehnung daran, und das ärgert mich bis heute, weil ich das wirklich nur im Kopf habe, dass das gut war, aber leider nichts davon, wie es geht. Habe ich ein Gedicht geschrieben und das war, weil man gedacht habe, das kann ich nicht noch einmal verwenden. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, das hat sich schlecht angefühlt, weil ich das jetzt schon wieder verwende. Weißt? Und dann habe ich ein Gedicht geschrieben. Das hat 2, 3 Strophen gehabt, aber das war echt gut. Also das war, finde ich, also von der Poesie her noch viel besser. Und das haben wir aufgeschrieben gehabt, diese Kalender, was ich immer gehabt, so Taschenkalender zum Einsticken. Ja. Da habe ich das aufgeschrieben. Ob sowas gehabt. nach wie vor? Ja, nein, ja, aber was ist denn ganz schmal, die kleinen, was man so leicht einstecken hat können. Und da habe ich das aufgeschrieben gehabt.
Und dann habe ich das, weil das so gut war, dann habe ich das, wie das Jahr vorbei war, der Kalender daher, habe ich das rausgekriegt, waren das so 3 Zetteln. Und wo sind die? Und die habe ich dann mittlerweile weg. Ne? Aber die sind dann irgendwann Verloren gegangen. Ja. Großes ging der Welt verloren vielleicht. Na wirklich, also das ist eins der wenigen, ich viele Texte geschrieben, die von Hugo sind, die man irgendwie verloren haben. Aber ich muss ehrlich sagen, aber in das- der Schublade liegen einige Sachen, die kenne ich zum Teil. Ein paar, ja. Und die sind nicht wieder. Also. Ja, wird schon werden. Du, aber weißt du was, Leute, da haben wir einmal aufgenommen? Nein, 2 Sachen. Einmal, das war der Weltmusikverlag, hat das aufgenommen. Also er wollte das haben, hat aber nichts gebraucht. Also es war kein Ding. Ich will durch kleine Gassen gehen, so heißt das Lied, glaube ich. Ich will durch kleine Gassen. Das war ja, wurscht. Ist daneben gegangen, haben wir auch nie gespielt, das war für ein Ding. Nein, das war für ihn so, mehr so volkstümliche Geschichte. Aber ist ja wurscht. Und das zweite, die Weinnachlese. Ja, das ist die Wein. Ein Welttext, also poetisch vollkommen daneben, aber ich finde einen Welttext. Die Weihnachtslese großartig, so schlecht war das die Nummer. Na, so schlecht war es nicht. Also wir haben damals geglaubt, wie wir es aufgenommen haben. Sicher. Was ist so ein Blödsinn, wirklich so eine Schund. Das glauben wir auch. Der Brust, dem frisch gepressten Traubenmost. das Brust ist dann ganz verkehrt. Im Schwassels und der Sturm schon gärt. Super Nummer. Ja. Also gut, jetzt haben wir drüber geredet. Nicht, dass wir es nicht gespielt haben. Das ist wieder so, das Leibwand, weißt du? Ja. So 27. Ja, Manfred Graf, danke schön. Ja, stimmt, morgen. 19. Oktober, oder? Morgen haben wir 27, ja. Ja, Morgen morgen jährt sich zum Morgen beim 27. letzten kann Mal. er drauf ausstessen. Ja, stimmt. Morgen jährt sich zum 27. Mal Unser der erster- Tag unseres ersten Wo wir das bezahlten erste Mal- Auftritts. Wo ich erst mal Geld gekriegt habe für was, ja. Das ist ja, für die Das schauen, ist wieder ganz wir schauen eh noch gut aus. Ja, eigentlich schon. Ja, der Rudi Korbis, genau. Liebes Christkindl. Liebes Christkindl, bring etwas mit. Aber das ist kein Wiener Lied, ne? Das ist halt ein Lied. Liebes Christkindl, bitte du lesen, das Brief, was ich dir hab geschrieben. Das ist auch schon ein schönes Weihnachten. Ja. Also, ja, es gibt natürlich Lieder über Weihnachten, aber jetzt sagst aber die sind alles Neiche, die sind ja alle neu, nicht? Genauso wie der Florian vom Ernst Molden, natürlich, ja. Es gibt ja vom Roland Neuwirth einiges und es gibt ja vom Erich Zieb einiges, von Blabel ist es. Aber das sind alles neuere Lieder, die sind alle entstanden im Laufe der letzten 20 Jahre. Jahre. CD aufgenommen, nur mit Weihnachtslieder. Ja, naja, aber was der. Österreichische allerdings war das. Eben. Aber Wiener Lied und Weihnachten geht gar nicht. Also es ist wirklich gar nicht. Es gibt ganz, ganz wenige Lieder, wo Weihnachten vorkommt. Stimmt, ja. Zumindest in irgendeiner Strophe, was irgendwo vorkommt. Ja, genau. Ich will auch so ein Lied. Ich habe auch ein Lied geschrieben, da kommt Weihnachten vor. Meine Kinderzeit. War so Glas. War so klasse, ja. Da ist kommt irgendwann ein Christbaum vor. Größer als der Weihnachtsbaum. Ja. Das war mit der Monika Monika Kuri, Kuri, haben wir ja. einstmals ein Das haben wir Weihnachtsprogramm. einmal im Jahr aufgeführt. Ja, haben wir jetzt schon einlernen. Haben wir, ja. Darum haben wir gesagt, wir machen keine Weihnachtsprogramme mehr. Jetzt musst du einmal einlernen, dann spielst du es ein, 2 Mal. Und dann vergisst du es wieder über 360 Tage. Nicht? Dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Nein, aber auf jeden Fall, ich glaube, wir haben alles behandelt. Naja, gut. Marvihof haben wir natürlich jetzt sträflich liegen lassen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Wir sollen beim nächsten Mal machen. Wir sollen beim nächsten Mal. Starten wir gleich Ja, damit. ich würde sagen, das ist einfach eine original Kundenbindung. Also die Fragen vom Marvihof, die werden wir nächstes Mal Das sind behandeln. viel, glaube ich. Ich kenne sie Ja, noch ganz nicht, aber das passt ganz schon. auf. Nein, alle Fragen, alles, was noch ungeklärt ist, hat Marvihof Das eingeschrieben. ist fast was für die XXL-Sendung. Das ist was für die XXL. Du,
Aber weil da können Sie persönlich vorbeischauen vielleicht. genau. Nein, aber das war schon eine Idee. Also vielleicht hat es hin, 1. November, dass man aus der Klause Ja, ich hoffe schon. Ich schaue beheizt mit dem Kugelherd natürlich, weil klar, das ist schon kalt, da muss man schon heizen. Holzweg gemacht, kein Thema. Jetzt hat der Klaus einen wunderschönen Teppich vom Herd dort liegen, in Ja. der Küche dort, ja. Das ist genauso rutschig wie ohne Teppich. Ja, aber jetzt rutscht mit dem Teppich. Ja. Vorher ist man ja so Ich gerutscht. bin schon angefahren Jetzt damit. rutscht aber mit dem Teppich. Ui! Und der liegt ja nicht vor dem Ofen, sondern Nicht direkt, Nicht, nein, schon mit einem Meter einer ich habe nicht vor dem Ofen einen Teppich. Bevor wieder wer auf die Idee kommt, dann so gerade typisch. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Der Manfred Kraft, einmal möchte das Christkind singen. Ja. Steiner Belfante, Text von Trune Matzig. Ja, wie gesagt, es gibt also so neuere Lieder, gibt's nicht, aber so das altes Wiener Lied gibt es also nichts dazu. Dann schon. Also Trude Matzig hat überhaupt ein ganzes Das Weihnachtsbuch, Weihnachtsbuch, ja. Gedicht und so. Also. Ja, ja. Nein, man findet schon was. Aber alles, was du findest, das ist alles, ich sage einmal, absolut frühestens aus den 50er Jahren. Wann überhaupt. Und das ist halt interessant, dass es keine älteren Wiener Lieder gibt, die Weihnachten haben. Wahrscheinlich hat man früher einfach nur Weihnachtslieder gesungen. Weißt du, da hat man wahrscheinlich. Da gibt es gar keinen Unterschied, glaube ich. Ja. Weihnachtslied ist ein Weihnachtslied. Ne? Ja, ich glaube, da hat man glaube ich, nicht den Bedarf gehabt, dass man jetzt ein wienerisches Weihnachtslied schreibt. Weinerliches Weinerlied, Das ist schon genug gibt vielleicht. sondern ich glaube, die Leute haben Das ist- einfach Weihnachtslieder gesungen. Weil man hat ja nur die Weihnachtslieder gekannt. Es gibt ja, ich meine, die österreichische Weihnachtsliteratur ist ja unheimlich schön. Ja. Es gibt ja so wahnsinnig schöne Weihnachtslieder. Es wird halt oft immer auf die wenigen reduziert und man singt es halt nicht mehr daheim. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund war, warum es jetzt keine speziellen Wiener Lieder gibt. Über Leise rieselt der Weihnachten. Schnee ist auch so eines meiner Lieblings. Es gehört auch dazu. Ja, Das nein, ist sind so wunderschöne viele Melodien nämlich auch. Aber so, also vor allem aus dem Alpenländischen, da gibt es schon wahnsinnig schöne Sachen. Also die wirklich von der Melodie her und allem und auch vom Text her zum Teil wirklich leibend sind. Aber ja, das werden wir noch sehen. Wiener Kabinett. Für ein Wiener Weihnachtslied braucht es nur die Engeln und am 24. kommen heute die Engeln. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Jawohl. Der Fresser, ist die Western-Gitarre nur Deko? Yep. Yep. Oliver Grün, heller Post. Wenn der Oliver da ist, dann kommen wir zum Ende. Da Wenn kommt der Oliver kommt, jetzt ist so weit. dann kommen wir zum Ende. Na, es hat uns wieder mal sehr große Freude gemacht mit euch. Ganz leibend. Es war wieder großartig. Ich spiele nochmal ein, die Geschichte mit Schmattes. Sagt so gut, wenn euch die Musik gefallen hat. Haut eine an Schmattes, entweder über PayPal oder über Überweisung. Das war ganz leibend. Wenn es 5 Euro sind, ist ja wurscht. Das müssen keine hunderte Euro sein, können aber hunderte Euro sein. Aber es können auch Tausende von Euros sein. Es können auch 2,20 Euro sein. Es ist vollkommen wurscht, aber es war ganz leibend, wenn es euch einen Ruck gibt und sagt, pass auf, wir hauen jetzt einfach was in den Hut rein, der eben jetzt nur virtuell durchgeht. Wenn das Band leicht zu schnell geht, ihr seht es. In der Videobeschreibung findest du die ganzen Daten, war ganz leibend. Haut was rein, der uns wirklich große Freude macht. Ist so. So. Ihr holt noch eine Flasche und dann tut es uns noch Fragen beantworten. Nein, Dann heute nicht mehr. beim nächsten Mal wieder. Kundenbindung. Einmal da muss zu Ende sein. Nein, Beim Abschied. Ja, das muss man auch mal anschauen. Tschüss. Das war tschüss. Das ist aber gut. Wieder ein Schelm heute. Oliver Grün ist doch vom Grundtisch. Was? Einmal macht das Christkind singen. Ja, das kann sein. Das könnte ein Krutisch auch sein. Ja, ja, nein, wie gesagt, ein paar gibt es schon, aber eben so diese klassische Literatur, also Wiener Literatur bringt nichts Weihnachtliches hervor. Es ist ja so. Es ist ja so, aber wir bringen euch, ja eben mit Stille Nacht, das Snoop Dogg ist der sagt eh, weltberühmtes österreichisches Weihnachtslied, die Stille Nacht. Ich glaube, damit hat Österreich Die Schuldigkeit. also wenn man es jetzt national betrachtet, man hat ja mit Österreich gar nichts zu tun, nicht? Das hat, man einfach zwar das geschrieben haben. Nicht? Aber Gott sei Dank war das in Österreich, damit können wir uns auf was berufen. Ja. Aber ein bisschen an Nationalstolz ausgraben, können wir sagen, ja, ich sehe es auf der ganzen Welt. Das berühmteste Lied der Welt. Und es ist ein schönes Lied. Und es ist wirklich so, dass Weihnachten, was in der Metten oder wo man ist, das fällt schon. Also aber das Lidl, das hat schon eine eigene Magie. Ja. Aber jetzt, mein Lieber, jetzt ist es halt so, Herr Wirt.
Wir gehen wieder in die Banalität des Alltags zurück. Ein Vorschlag, oder? Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute getrunken und haben was gegessen. Den Alltag miteinander vergessen. Es ist gewarnt worden. Bei manchen Lied. Wir haben halt gesungen und viel gelacht, den Alltag miteinander verbracht. Doch sagen wir ehrlich, wir werden schon langsam nicht. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wernerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Bosch und gesungen viel, doch gegen wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat uns wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch gut, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Vierte. Menschen, Menschen, Samarone, Völler hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur.